Grüezi wohl, meine Damen und Herren. Willkommen zum Metal Servola. Hoffentlich der Lieblings-Metal-Podcast aus der Schweiz, aus der Region für die Region. Ja, Josh, wir haben es im Fall schon mitbekommen, gell? Einfach so, wie so, wir reden dann wahrscheinlich einfach nicht so fest über Mary Jane, aber ist ja gleich. Nein, machen wir nicht. Willkommen. Ist Extreme Media Mayhem ist ja auch wesentlich ein informativerer Podcast wie unser. Nach Joel und der Roman Definitiv. sind lovely Dudes, von dem her ist das absolut kein Problem. Nein. Ja. Aber ja, willkommen. Kannst du meinen Kopfhörer noch ein bisschen lauter machen? Ja. I don't hear too much. Jetzt höre ich mich. So, jetzt Folge Nummer 29. Ja, 29 Folgen haben wir schon hinter uns. Die Weihnachtsfolge. Eben, der Ugly Pulli-Folge. Heute reden wir nur über Weihnachtslieder. Ja, genau. Es geht nur um Metal-Bands, die Weihnachtslieder gemacht haben. Mariah Carey. Wir ranken die besten 100 Weihnachtslieder. Die besten 100 Weihnachts-Metal-Lieder. Nein, einfach generell die besten 100 Weihnachtslieder. Wir fangen an, Position 100. Ricky, was ist Position 100? Jingle Balls. Von wem war Jingle Balls? Das war lustig. Jingle Balls, ist das nicht vom Ahmed, der Terrorist? Das auch. Ja, aber ich glaube, wir haben einen Song daraus. Also nein, was wirklich funny ist der Mariah Carey Slayer Remix. Da muss ich mal checken. Der ist absolut sick. Es ist effektiv, ich weiß nicht, ob es läuft, glaube ich, Last Christmas, nicht Last Raining Christmas, irgend so, Raining Christmas. Also ich glaube, irgendetwas, auf jeden Fall spielt ein Slayer-Instrument und ich habe den nicht gesehen. Es ist fucking insane, es ist wirklich geil. Aber Jingle Balls Metal, der ist schon ein Song im Fall. Ist ja wirklich gleich, weil über das reden wir heute nicht. Nein, Jingle Balls ist es nicht. Also, nein, heute reden wir über Metal. Wer hätte es gedacht? Ja, also absolut etwas Neues. Also letztes Mal sind wir ja am ICU Festival gesehen. Ja, darum, wir haben das schon länger nicht mehr so face-to-face gesehen, untereinander, von Augen zu Kamera. Schon länger her. Es war eine ganz interessante Erfahrung gewesen. Wir sind, ich meine, seit etwa 1 am Nami bis am 2 am Morgen dort vor Ort gewesen. Am Aufnehmen, im Backstage, Leute am Stressen. Ich meine, du hörst immer so Leute am Essen und so nicht wieder von uns. Es ist noch lustig, ich habe es vor allem auch geil gefunden. Im Nachhinein das so, glaube ich, gemerkt. Man hat auch gehört, der Zeitpunkt, wo du dich entschieden hast, jetzt in ihr Sinne zu tun. Weil dort hast du nachher das Gefühl gehabt, du musst das Mikrofon viel weiter wegheben und leisiger reden. Habe ich beim Meditieren gemerkt im Fall, ja. Das ist okay. Das müssen wir einfach fürs nächste Mal, das ist auch wieder ein Learning by Doing. Wenn ihr einen Podcast aufnehmt, schaut, dass alle Leute die gleichen Kopfhörer drin haben. Ja, definitiv. Weil wir haben natürlich Leute geredet, weil wir das nicht so gut gehört haben. Und der Ricky hat sich natürlich saumässig gut gehört, weil er in ihr drin hatte. Wenn wir tipptopp. Ja, ICU Fest war geil gewesen. Ja, voll. Also ich muss sagen, die Leute sind mega chillig drauf. Also wirklich top. Besser hätte es nicht können laufen. Wir haben alle Bands können interviewen, zusammen mit dem Brian von Wer bläst was. Und und ihr könnt eben den ganzen... Das Coole ist ein Experiment gewesen, weil wir haben Folge Nummer 1 im Wer bläst was Kanal rein da. Folge Nummer 2 oder Part 2 bei uns im Kanal. Aber von Anfang bis zum Schluss war es wirklich eine Erfahrung gewesen. Das war wirklich sehr cool gewesen. Sehr, sehr aufwendig gewesen, um nachher editieren und das Ganze, aber es hat sich gelohnt im Fall. Also ich habe es nachher auch zurückgelassen, weil ich habe nach die 12 Stunden, die wir nicht sind oder mehr, habe ich nicht mehr gewusst, was wir mit wem geredet haben. So. Ja, also was willst du? Also wir haben 12 Bands interviewt. Also ich weiss nicht mal mehr, wie die Bands heissen alle. Ja, voll. Ja, wirklich. Das war wirklich geil gewesen. Oh ja, ist cool lustig gewesen. Ja, es ist, aber wir sind sehr müde gewesen. Ich war müde gewesen wie eine Woche nachher im Fall, also ohne Scheiß. Ja, gut, du bist ein alter Mann. Ich habe das Wochenende vom Wochenende gebraucht, man. Das ist crazy. Aber ja, dort sind wir gewesen. Die könnt ihr ja hören. Das ist die letzte Folge. Part 1 bei Wer bläst was? Part 2 bei uns. Ich kann dir sagen, was sie blastet. Nicht Metal Servola. Nein, aber es war spannend gewesen. Das ist gut. Aber seitdem sind wir schon wieder noch im Podcast gewesen. Wir haben ein bisschen gechillt. Viel ist passiert in der Zwischenzeit. Ich muss mal schauen, da ist glaube ich noch nicht alles aufgeschrieben. Nein, es sind noch ein paar Local Acts gewesen dort. Also was haben wir dann gemacht? Ja, wir sind nach dem ICU Festival sind wir ziemlich gleich dann mal noch The Riff Lords schauen. Ja. Silosis. Sorry, das Hardcore-Kiddy in mir ist ich bin zwar ein kleiner Punk, aber ich habe die einzige nicht Hardcore-Band an dem Abend die beste gefunden. Ja, das ist schon gut gewesen. God fucking damn it, ist Silosis heavy gewesen. Das ist so gut. So gut gewesen. Das ist so gut gewesen, Mann. Ja, das Jahr habe ich Gänsehaut bekommen bei 2
Bands. Eine war Splitting Within gewesen, und die andere ist Cylosis und beide haben den gleichen Drummer. Ja. Aber wirklich brutal gut, Mann. Malevolence sind auch der Shit gewesen. Ja, Malevolence auch sehr geil gewesen. Aber Voll. halt nicht Cylosis. Ja, nicht Cylosis. Aber nachher jetzt auch Guilt Trip und Just for the Damned gegeben. Habe ich beide nicht gekannt. Sind beide noch recht gut gewesen. Ja, voll. Das war ganz chilliger Abend gewesen. Ja, also chillig ist das falsche Wort, aber es hat geklappt bis hinten runter, egal wo du hingegangen bist. Aber es ist wirklich gut gewesen. Und dann war noch Atreyu gewesen, das war auch geil gewesen. Atreyu. Da ist noch gewesen, ja. Atreyu absolut sick. Es war wieder mal Chaos des Todes gewesen. Sie gehen von der Bühne und dann kommt er einfach mit einem Saxophon zurück. Dann spielt er das Saxophon-Solo. Covered, glaube I Wanna Dance With Somebody. Und der Bassist oder der Gitarrist hat nichts Besseres. Ich glaube, es sind 3 Bandmitglieder nicht mehr auf der Bühne gestanden beim letzten Song. Sie sind einfach im Publikum am Dancen gewesen. Absolut funny. Ja. Nice, das klingt mal gut, aber ich glaube, wir haben mehr Shit gemacht. Ja, schau jetzt da. Zum Glück habe ich es mir aufgeschrieben. Alright, yeah. Dann, was haben wir nachher gemacht? Du bist nicht gekommen, weil du ein alter Mann bist. Ja. Nein, ich dann bin ist, nein, das war DC Death Race gewesen. Fuck, meine die beste Liveband, die ich je gesehen habe. Nicht gerade ganz so gut gewesen, wie letztes Mal, als ich sie gesehen habe, aber immer noch ganz okay. DC Death Race, australische Post-Surf-Rock, keine Ahnung was, scheißegal, check es aus, Black Metal, geil. right? Absolut nicht. Vergleich. Dann, am 24. oder diese Woche, Mann, dann haben wir, nein, was, wir haben noch Zeugs vergessen da. Ja. Aber was haben wir? Genau, das ist dann voran, einen Tag vor dem ICU-Festival, bin ich noch auf Vinti, Backstab schauen. Oh shit, ja, was ist da vor dem? Ich meine, wir haben schon lange noch mit den Leuten geredet vor dem ICU. Wann war das ICU? Am 25. 25. Alright. Ich kann... Wir haben die Woche vorher, glaube ich, Podcast aufgenommen. Warte, ich kann ja... stimmt. Haben wir das? Ja, wir haben nämlich, ich habe nämlich schon mal über Fjord. Ich habe das Fjord-Shirt schon angehabt. Ich habe das Fjord-Shirt angehabt, also haben wir in der Woche drauf Podcast aufgenommen. Also wir haben gerade an der gleichen Woche von ICU einen Podcast aufgenommen, als ich in ICU gegangen, dann haben wir die released. Nein, die Woche vorher. Nein, ich glaube, genau die gleiche Woche gewesen, wo wir den Podcast gemacht haben. Nee. Ich habe den Podi im Fall auf der Woche. Wo hast du das drauf? Ich habe das nicht eingeschrieben. Schau, Podi. Wenn? Und nachher am 22. Und nachher am 25. ICU gewesen. Ja, in dem Fall, okay. Ja. Also eben, Backstabbed ist eine Band vom Maxi und dem Henny, die früher bei wie haben es geheißen, Words of Revolt gespielt haben, wo eine deutsche Band ist, die Safer Last Breath immer damit gespielt haben. Darum kennen wir die. Und dann habe ich die Band Safer Last Breath geschrieben, frage, hey, können wir mitgehen, Maxi schauen? Und alle so, oh sorry, der Demi und der Rico feiern den Geburtstag, wir können nicht. Und dann ist der Paddy, ihr alter Bassist, mitgekommen. Dann sind wir zwei dort. Und dann sind wir dort gestanden und haben so einen Moment gehabt. Wir sind so angelaufen, dort im Gaswerk rauf, und dann steht so der Bassist, also der Henny so dort. Und dann schaut er so in unsere Richtung und ich so, Paddy, schau mal, das ist doch der Henny. Und er schaut so in unsere Richtung und ich zeige so auf ihn und er schaut mich uns so an. So. Und kommt kurz mal 2 Sekunden nicht auf sein Leben klar und schaut so hinterher so, nee. Dann ist er wirklich absolut nicht mehr auf sein Leben klar. Ich glaube, das letzte Mal, wo wir uns gesehen haben, war vor etwa 6 Jahren, 7 Jahren gewesen. In Deutschland. Dort hat der Paddy noch bei Safer Last Breath gespielt. Dort haben sie eine Deutschland-Tour gemacht mit ihnen. Wo sie eigentlich, glaube 2 Wochen lang nichts anderes gemacht haben, wie saufen. Und ja, und dann war es lustig, weil dann hat er Maxi, dem Sänger von Backstab, gerufen und gesagt, hey Maxi, guck mal, was ich gefunden habe. Das ist Maxi, guck mal. Und dann sind sie gekommen, das war voll lustig, wir haben mit der geschnurrt, dann haben wir gemerkt, so fuck, Alter, wir kennen das auch schon seit etwa 8 Jahren. Vor etwa 6 Jahren haben wir uns das letzte Mal gesehen. Das ist insane, Alter. Also wirklich Backstab, das war aber geil. Und Sons of Coherence sind Vorband gewesen, also recht stabil. Und dann noch Attic Stories, was so Punk ist. Ja. Hey Ricky, sorry, ich muss da noch mal ein bisschen lauter machen. Ich höre mich gar nicht. Es ist so. Alright. Mama. Es ist unglaublich leislich. So. Jetzt vielleicht. Es ist vielleicht bei dir Wackel? Nein, hat es nicht. Es hat keinen Wackel. Es ist untypisch leislich, Alter. Weird, alright, in dem Fall. Ja, ist ja gleich. Ja, und dafür bist du recht laut selber. He? Nein, das ist der, den ich umgeschrieben habe. Sonst bin ich nicht so laut. Ich habe es schon gesehen. Und dann denke ich, darum bin ich hinterschi, weißt du? Denke ich, alter Bühnenhass. Yes. Wenn du laut wirst, musst du weg vom Mikrofon. Ja, dann haben wir Backstabbed gesehen, das war fucking sexy. Dann, was war noch? Ja, genau, dann am 1. Dezember hat der Ricky ein I Am an Old Man pulled, weil wir sind alle go Vicious Rain, Final Story und Moment of Madness. Ich habe eine Whiteout-Probe gehabt. Das war nicht Old Man, das war verantwortungsvoller Gitarrist von einer Band. Wir haben uns parat machen für ein Konzert, das jetzt diese Woche kommt. Das ist eine gute Ausrede, ich kaufe sie dir trotzdem nicht ab. Ich meine, wir spielen da 2 neue Songs, die wir noch nie live gespielt haben. Weil wir die erst fertig geschrieben.
Also das wird fun, Mann. Aber die sind so technisch, Mann. Ich habe mich müssen üben. Nach vielen Jahren müssen wir wieder üben. Darum spielt der Versus keine Songs, die man nicht selber spielen kann. Darum schreibt der Versus keine Songs, die man nicht selber spielen kann. Ja. Das ist auch eine Strategie. Ja. Das ist auch eine Strategie, ja. Wir schreiben Songs, als ob wir die nicht nachher spielen müssen. Das ist aber wirklich etwas, wo wir im Fall, wir schreiben Songs im Bandraum und denken uns dann so, müssten wir da jetzt noch das? Und dann kommt irgendwann so der Dummi, ja, aber Bro, wenn wir den Song auch live spielen oder nicht? Und dann hocken wir dort so, ja, wäre eigentlich, glaube ich, schon geil und dann ist das okay. Gut, was aber lustig ist, wenn wir das machen, ein Song, der über letzte Jahre fast unmöglich war und wo ich auf 80% Geschwindigkeit üben kann ich jetzt plötzlich einfach problemlos umziehen. Ja, bei uns, ja, logisch. Nein, bei uns geht es nicht um das technische Gitarre wäre. Es wäre mir einfach so, machen wir da noch ein Part, machen wir das noch, machen wir das noch dazu. Machen wir jetzt da noch irgendetwas Unnötiges auf die Gitarre rein? Nein, machen wir nicht. Einfach überall Solis und Breakdowns. Simpel, einfach nur in die Fresse. Ja, in die Fresse ist direkt. Auch gut. Ja, das war Vicious Rain, was fucking auch geil. Also Vicious Rain mit Final Story und Moment of Madness. Sehr gut gewesen, diese. Stimmt, Moment of Madness ist da gesehen. Es ist der Abend von wie drücke ich das jetzt aus, dass es nicht respektlos klingt. Jetzt wird es schwierig, weil jetzt habe ich Erwartungen aufgebaut. Nein, es ist der Moment of Madness. Es sind halt nur 3 Leute, aber sie haben halt... Darum kommt eine Gitarre vom Band am Mix, was ja völlig fair ist. Ja. Und eben bei Final Story ist das Schlagzeug einfach leer gewesen. Oh, stimmt, ja. Und dann haben sie erklärt, dass ihr Schlagzeuger gerade jetzt Papi wird. Aber sie sind parat mit den Drumtracks und alles in dem Fall. Ja, entweder das oder sie haben einen Geist am Schlagzeug gehabt. Das ist auch eine Strategie. Das war schon gut gewesen. Ja. Absolut stabil. Gut, sehr gut, diese Drum war stabil. Sehr on time. Den Kate-Effekt haben sie auch für ein paar Jahre gemacht. Ohne Drummer. Ja. Und es hat auch stabil. Ja, und alle Metalcore-Bands machen es ohne Bassist. Also von dem her ist wirklich wie, holt euch mal Bassisten, Alter! Das stimmt auch, ja. Gottverdammt, es ist das wichtigste Instrument. Nein, ist es nicht, weil die eure Gitarre ja so fucking arschtief abgestimmt haben, dass ihr keinen Bass mehr braucht. Ja, genau. Okay, sorry, das eskaliert jetzt dann in den Rant, wenn ich da jetzt so weitermache. Aber holt euch einen Bassist! Ist legitim. Aber ja, hört auf, eure Gitarren auf Drop Z abstimmen. Ich glaube, am ICU habe ich auch ein paar Bands ohne Bassist gesehen. Jede Band, die nicht Fresh gemacht hat keinen Bassist. Ausser der Small District, die haben einen Gitarrist weniger gehabt. Ah, stimmt, ja. Aber die haben dann auch nur Songs gespielt, die sie mit einer Gitarre spielen können. Ja, eben. Das ist schon crazy. Das ist so kurzfristig einfach so. Stimmt, das ist ja fucking funny gewesen. Corinne hat uns ja geschrieben, ob wir Bands kennen oder ob wir Kontakt zu Small District haben. Und ich so. Das war am Abend vorher. Das war am Freitagabend, am Samstag. Also es war weniger als 24 Stunden vorher. Und ich so im Gruppenchat vom Konzert letztens so, hallo, Small District. Guten Tag. Sehr geehrte Small District. Sehr geehrte. Ich habe eine Anfrage bekommen, ob ich vielleicht eine Telefonnummer von euch weitergeben dürfte, weil morgen beim ICU Festival leider die Band, Achtung Schenkelklopfer, Secret ausfällt, weil jemand von ihnen sick ist. Nein, so habe ich es natürlich nicht geschrieben, aber long story short, Small District hat nachher mit einem Gitarristen weniger gespielt, was auch gerne war. Ja, sie haben gesagt, sie sind extra noch an dem Abend im Proberaum gegangen, um die ganze Setlist anzupassen, um dann wirklich mit einer Gitarre spielen. Das ist schon crazy. Und sie haben geliefert wie blöd im Fall. Geliefert wie die Deutsche Post, Alter. Ja. Geliefert wie die Schweizer Post. Die Deutsche Post. Wir machen dann keine Werbung für Ausländer. Außer, dass ich vorher über Backstab geredet habe. Egal. Nein, das war cool. Und dann, wo sind wir gewesen? Drop Z bei der Bassist. Vicious Rain. Tatsächlich. Auch gut gewesen. Moment of Madness. Sehr gut gewesen. Yes. Vicious Rain. Sehr gut gewesen. Final Story. Sehr gut gewesen. Spaß gemacht. Guten Abend gewesen. Ja. Ja, hätte ich gerne dabei gewesen, aber eben leider hätte ich nicht können. Ja. Bis anderes Mal dann. Ja, du, das ist doch okay. Dann, was war noch nachher? Ich muss noch mal schnell nachschauen. Dann ist noch viele Sachen gewesen. Cancel ist dann irgendwann noch gewesen, aber das ist ja am 9. gewesen. Und zwischen denen ist ja noch, was haben wir da noch alles gehabt? Bist du ja noch Schulschutz gegangen? Ich nicht, nein, weil ich am nächsten Tag auf Lags bin. Ah, okay. Leider nicht. Aber es war anscheinend geil gewesen, habe ich gehört. Ja, dann am 4. war Skinred gewesen. Bist du? Ja, ist geil gewesen. Skinred, beste Band ever. Das ist cool. Ja, absolut. Im Gampel gesehen, 2004. Also einfach geil. Richtig stabil. Und dann war Stick Your Guns and Get the Shot gewesen, wo ich auch nicht gegangen bin, weil ich Weihnachtsessen hatte. Danke vielmals.
Ja. Fürs Weihnachtsessen. Mhm. Ja, und dann Cancel am 9. Dezember. Voll. Aber Also Cancel, das ist eigentlich, wieso sagen wir die ganze Cancel? Ich habe es mir einfach als Cancel aufgeschrieben, weil ich gesehen habe, dass Cancel dann spielt. Aber eigentlich ist es eine 10 Jahre Geburtstagsparty gewesen von 105. Jawohl. Yes. Ja, endlich habe ich mal den Reto hinter den Drums gesehen. Endlich habe ich den Reto mal nicht vor der Bühne rumhopsen Ja, gesehen, sondern hinter der Bühne. Richtig stabil. Nicht hinter der Bühne, auf der Bühne. So alle den Reto hinter der Bühne gestellt. Nein, wie Gas gegeben, ist geil gewesen. Wir sind im Perio sind nicht auch gewesen. Auch sehr cool, obwohl der Eddie ist, glaube ich, sogar krank gewesen. Du, keine Ahnung, ich weiß nicht. Ja, Also, er hat nicht so gesagt, er ist die ganze Woche krank gewesen und hat einfach nachher gesungen. Und das ist ja gut. Also, Props, Brudi. Du, der Bike hat behauptet, dass der Schlagzeuger nicht Spanier ist bei Sin Imperio. Kann das sein? Ich habe gesagt, er hat zu wenig Haar er hat zu viel Haar zum Schweizer sein. Aha. Ich glaube, alle sind Latinos, so wie ich. Also ich kenne halt den Eddie, den ich auch geschnurrt habe. Den Rest kenne ich nicht wirklich, aber der Gitarrist ist Spanisch geschnurrt, das stimmt. Und ja. Also so viele Kinder in diesem Hurenkonzert rum. Das ist mega herzig. Einfach überall Kinder. Und dann ist was ist das? Ja, also mutig Cancel als erste Band laufen lassen, hat aber funktioniert. Cancel kommt. Wir haben noch einen von Mike, seine Mitarbeiter dabei gehabt. Der ist Südafrikaner, ist noch nicht so lange in der Schweiz, weil der erst gerade einen Job angefangen hat. Ja, voll. Seine erste Hardcore-Show. Ja, das ist lustig. Und dann gerade mit Cancel einsteigen, schon ziemlich böse. Und dann kommt er und Cancel hat angefangen und er einfach so Holy fuck! Das war funny gewesen, ja. Er steht wirklich da so Holy fuck, this is insane. Ja, also scheinbar hat er eine gute Zeit gehabt für die nächste HC-Show. Also. Er hat eine sau gute Zeit gehabt. Er hat vor allem das Gefühl, Cancel hätte ihm am besten gefallen, weil es einfach so System of a Down Syndrom ist. Es ist einfach drüber gewesen. Es ist einfach so all in gewesen, dass es einfach wie nur noch hast können sagen, alright, okay, das ist es jetzt. This is it, ja, geil. Du, nachher eine Woche später hätte schon Moshpants und alles, weißt du? Wahrscheinlich schon. Jetzt hat er so ist Platz, konvertiert, so ist konvertiert worden. Snakebite hat er auch noch. Ja. Nein, das ist geil gewesen. Vor allem funny gewesen, der Sänger von Cancel hat dann ein Kind auf die Schulter genommen und ist mit dem im Pit rumgerannt. Ja, das Kind ist auch zweimal Stage-Surfen, Mann. Ja, also Crowdsurfen, genau, Stage-Diving. Es ist mega cool gewesen. Also wir haben Stage-Diving Kinder gesehen. Hast du das jemals gesehen? Nein, wirklich nicht. Und nein, es ist mega herzig gewesen, mega family-oriented irgendwie die Show. Ja, hure lustig. Es war mega funny gewesen, Mann. Wo war es? Ich glaube, bei Hunter Like Thieves, wo 2 Mädchen noch vorne auf der Bühne noch gestanden sind. Ah nein, das ist bis sein Imperium. Er hat das Gefühl, der Gitarrist das Gefühl, sie sollen auf die Bühne kommen. Ja, voll. Und dann sind sie gestanden. Und mit ihrem Zauberstab. Eine ist als Prinzessin angelegt, hat mit dem Prinzessinnen-Zauberstab rumgewedelt. Und was sehr cool war bei Imperium, ist, sie haben Kids-Only Mosh gemacht. Sie haben gesagt, jetzt können wir nur Kinder da vorne gehen und es sind ein paar Kinder gewesen, also crazy. Oh, aber ich habe es mega cool gefunden. Das ist fucking funny. So mega Family-Gefühl in einem Hardcore-Konzert, also wirklich geil. Ja, es war fucking funny gewesen. Fucking funny. Wirklich gut gewesen. Auch Sin Imperio, hure gut gewesen. 100 Like Thieves ist auch sehr geil gewesen. Sehr geil gewesen. Alle Bands haben es geliefert im Fall. Alle Bands haben es geliefert. Ja, voll. Und ja, dann sind wir im Norden saufen gewesen, das war lustig. Ja. Ich habe nicht mal gesoffen, ich habe einen Gin Tonic gehabt. Ich auch nicht, ich bin jetzt alkoholfrei seit ein paar Monaten. Bruder, das Lustigste habe ich herausgefunden, wir sind dort und dann bin ich so heim und ich so, sind die eigentlich alle immer so? Ja. Also sind die immer so? Weil mir sagen ja mega viele Leute, dass ich, wenn ich besoffen bin, eigentlich genau gleich bin, wie wenn ich nüchtern bin. Ja. Aber sind die anderen immer so, wenn die besoffen sind, Alter? Weil ich bekomme es nicht so mit über, wenn... Ich kann auch langsam keine Nerven für Brudi, Alter, das ist ja richtig tragisch. Dann kannst du 4-mal etwas sagen, sie checken es nicht, dann kommen sie dir 4-mal das Gleiche. Also, heitere Fahne. Also, Jungs, ihr wisst, wer ihr seid, hä? Jungs und Mädels. Es ist unglaublich. Es ist insane mit euch. Ja. Nein, das war ein lustiger Abend gewesen. Und ja, das war mal so ein kurzer Recap gewesen. Ja, das war ein kurzer Recap. Das ist ja glaube übrigens, wo du gesagt hast, mit Backstep war, so der Moment, wo ihr so seit 8 Jahren kennt oder so. Ja. Ich habe das gleiche am ICU-Festival 2-mal gehabt. Ah ja, stimmt. Einmal sind wir sind in einem Podcast mit Judge Minos. Ja. Judge Minos, weißt du noch, wie das ausspricht? Meines, glaube ich. Minos. Und eben der Gitarrist Bloom, der war früher bei Comania gewesen. Ja. Und wir haben tatsächlich vor 10 Jahren mal ein Konzert zusammengespielt. Und ich so, fuck, ja, stimmt, wir kennen das auch seit 10 Jahren. Geil. Und bei Uncircle, eben der Gitarrist Kevin. Aber jetzt hast du mit Atropas gespielt, oder? Mit Atropas, genau. Ja. Atropas, Comaniac und es wird mit, wenn ich mich nicht täusche, ist sogar mit
Mit Sacrifice with this. Nein, ich weiß nicht mehr. Aber übrigens. Nein, Lotrify. Lotrify! Weil dort habe ich den Umi kennengelernt. Und er hat, glaube BC Rich gespielt und er hat noch kein Bart gehabt. Das weiß ich noch. Ja, genau. BC Rich? Ich glaube so. Ey, wir müssen eine Insta-Story machen. Ich mache jetzt gerade eine Insta-Story, wer noch ein BC Rich hat. Oh, stimmt. Das wollte ich wissen. Ja. BC Riches sind mal der Shit gewesen. Alle so Slayer, sind Gary King. Sind eben auch die einzige Brand, die am Anfang schon Metal-Leute so, hat versucht, extra Metal-Gitarre zu machen, oder? Brudi, ja. So crazy und so, die sind die krasse gewesen und ja, nachher ist es halt mega. Ich mache jetzt gerade die Story. Alright. Also für alle, die jetzt den Podcast hören, vielleicht sind sie schon spät. Ja. So, okay, gut. Hey, wir sind ein bisschen im Arsch, habe ich herausgefunden. Der Kanton Aargau ist durch. Es sind so viel Unwetterwarnungen über Hochwasser, Stromausfall, alles. Ja. Das ist geil. Wie man sieht crazy aus. Ja, aber ja. Das ist gut. Das Fluss, Bruder. Schon, wir müssen eine Umfrage machen. Ja. Nein, aber ich denke, mit dem Circle ist mir auch passiert, weil wir haben mit denen auch zusammen gespielt. Aber der noch mit Whiteout. Aber ich glaube, so vor 6 oder 7 Jahren zusammen. Hast du B.C. Rich gegeben? Ich glaube es, ja. Ja. Voll. Aber ja, das wäre mal sonst ein kleines Recap. Hast du schon mal noch etwas zu dem? Sonst kommen wir mal zum nächsten Punkt. Aber ich tue die Reihenfolge kurz anpassen. Ich muss die Reihenfolge gar nicht so fest anpassen. Ja, ich würde einfach das. Es war noch irgendetwas Lustiges gewesen, letzte. Was ist das gewesen, wo der Umi gesagt hat, er hofft, dass wir dann nicht einfach so tun, wie wir immer tun. Oh, tatsächlich. Und keiner darüber schnurrt, weil wir sind ja die Meister, unsere eigenen Konzerte nicht ansagen, weil wir nicht weil wir nicht das Gefühl haben, dass wir so aufmerksamkeitsgeil sind. Voll. Jetzt haben wir ein kleines Problem, der Ricky und ich, weil keiner von uns zwei kann das machen. Nein, und das Lustige ist, wir spielen beide. Das Lustige ist, letztes Mal, wir haben es gewusst und wir haben extra nicht dürfen sagen. Wir haben es schon mega lang gewusst. Ja, wir haben es nicht dürfen sagen, aber jetzt können wir es endlich sagen, dass die Versus und Whiteout Opener sind für Siamese im Exil. Jawohl! Ja, Mann. Am 25. 25. Februar 2024 im Exil. Es ist ein Sonntag, aber es ist eine Early Show. Es ist um fucking 10 Uhr fertig. 10 Uhr, schottendicht, 11 Uhr daheim. Am nächsten Tag einfach kurz den Wecker eine halbe Stunde später stellen, euch dem Chef sagen, oh, ich habe VP, oh, der Wecker hat nicht geschaltet, oh, der Bus ist nicht gefahren, irgendetwas ist gleich, es ist Montag, go for it. Kommt alle. Es hat nicht viel Platz im Exil. Es ist die erste Grillparty. Der Grillfest. Es ist das erste Grillfest. Weil das letzte Mal, wo wir zusammen gespielt haben, sind die ja eingesprungen. Dort haben wir das kein Grillfest gewesen. Genau. Aber jetzt, das erste Grillfest. Kommt und zeigen Siamese, dass es in der Schweiz auch am Sonntagabend kann eskalieren kann. Genau. Vor allem können wir auch uns schauen. Das wäre noch cool. Weil es wird funny, Mann. Und Siamese sind der Shit, Mann. Hast du den Song close mit 1056 von denen? Wahrscheinlich schon. Waterways sind so etwas, glaube ich. Es sieht nach Wasser aus, aber es ist eine sicke Band, Mann. Ich habe die von Namen gekannt, aber nicht wirklich gelost. Und jetzt, wenn ich gelost habe, ich muss sagen, die sind heftig gut. Ich habe letztes Jahr sind sie im Werk gewesen, glaube ich. Ich so, Siamese. Und mich schon so, das ist gut. Das ist die einzige Band von diesen 3 an dem Abend, die du nicht gehasst hast. Und ich so, okay, gut, in dem Fall. Super. Nein, das ist wirklich sick. Also da bin ich mega gespannt. Ich habe eben dann auch reingelassen und muss sagen, das ist geil, freut mich mega. Dann ist so ein richtiger stabiler passiert. Sie haben uns in ihrer Insta-Story tagged. Ja, das ist mega cool. Instagram hat mir das einfach nicht angezeigt. Es hat es mir nicht angezeigt. Ich habe es nicht gesehen. 4 Tage später irgendwann so eine Nachricht so Siamese hat sich in einer so. Aber nachher hat Siamese eure Story teilt, die wir teilt haben. Ja, stimmt. Wir haben ja, was noch ist. Hey. Es ist nicht nur Versus und Whiteout und Siamese. Es ist zusätzlich jetzt fast quasi, okay. Ich habe gemeint, es ist auf den Tag oder aufs Wochenende, das gleiche Wochenende. Ja. Leider nicht ganz. Wir haben unseren ersten Auftritt am 24. Januar 2014 gespielt. Das heisst, aber auf 10 Jahre, 1 Monat. Ja, das passt auch. Das ist egal, oder? Ja. Ein Monat verschoben ist egal. Das heisst, es ist quasi wirklich auf 10 Jahre 1 Monat ist nichts. Es ist also wirklich unser 10-jähriges Bühnenjubiläum. Yes. Und zusätzlich auch gerade noch unser 50. Gig. Also, kommen vorbei, gehen Geburtstag feiern. Das wird geil. Weil wir sind die erste Band und
wir feiern Geburtstag. Mhm. Und wir sind eine Band, die dafür bekannt ist, dass wir meistens, wenn wir als erste Band spielen, beim Headliner nicht mehr ganz nüchtern sind. Von dem Sehr her, schön. Ja. nutzt es aus, können wir das Merchandise klauen. Können wir das Bier gut trinken? Yes. Nein, das wird fucking geil, Mann. Ja, ich Und, freue mich mega, Alter. Wir machen fix Podcast im Backstage. Wir werden dann so auf den Sack gehen. Alter, Siamese wird sich einfach so frei. Nie mehr kommen wir in die Schweiz, Ja. Alter. Siamese gerade so, nie mehr gehen wir irgendeine Show, nie mehr spielen wir eine Show für die Booking-Agentur. Ja, Fuck no. No, 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 no. Dear Booking Agency, please go fuck yourself. Never again. Oh Mann, es wird fucking Nein, das wird hure geil. Freue mich. Kauft euch Tickets im Voraus, weil es Yes. ist das Exil, es ist nicht so gross. Ja, das ist wirklich so. Also Tickets werden fliegen. Tickets werden fliegen, Siamese wird fliegen, wir werden fliegen, Alles fliegen. alles wird fliegen, Wartet nicht. Shots werden fliegen, Yes. Bier werden fliegen, Holen Tickets. Stage-Divers werden fliegen, Alles fliegen. Ja. alles wird fliegen. Von dem her, es könnte Voll. wirklich, also rein theoretisch, gut, die Chance, dass etwas ausverkauft ist, besteht immer, aber Mhm. es ist das Exil. Ja. Es ist nicht viel grösser wie das Werk 21. Nein, was ist so maximal Bro, keine Ahnung. 500? Nein, Dynamo hat 500. Ah, fuck, dann ist schon 300. Nein, ist er kleiner als 300? Kleiner als 300. Ja, ich glaube Das schon. ist mich schon wundern, Mann. Alright, das wäre geil. Fragen wir mal, jemand, was weiß. Alright, warte, frag mal Google. Google, wie groß? Ich hätte jetzt Umi-Leaks gefragt, aber. How groß? Exilkapazität Zürich. Das war auch eine gute Story gewesen. Mhm. Ich bin quasi gefragt worden, ob ich den Ricky kann fragen kann, ob unsere zwei Bands wollen spielen. Das stimmt, ja. Ich habe dem Ricky geschrieben. In der Zeit, wo Whiteouts Yes gegeben hat, haben bei Eversis noch niemand die Nachricht gesehen, außer dich. Aber zum Fernsehen, zwei von uns arbeiten an Schicht. Die haben dann gerade eine Spatschicht gehabt oder eine Nachtschicht, je nachdem. Und der dritte hat wahrscheinlich einfach gerade irgendwie gekocht oder so. Also, ja, von dem her, aber das habe ich fucking funny gefunden. Ja, Whiteout so, jawohl, wir sind in. Und Eversis so gelesen wir von geben uns keinem. Mühe. Aber andere Konzertlocations in Zürich. Ich muss doch jetzt gleich. Guck mal, Dynamo 200 bis 650. 200 ist unten. Ja, fast. Hafenkneipe steht nichts. Hallenstadion 15.000. Ja. Komplex 1200. Komplex 1200. Das ist Ja, ist nicht so groß. Also Ja. ist schon groß, aber nicht so groß wie Komplex Sixta. Club sind 300. Ja. Und, ja, wo ist Exil? X, ja, ist sicher klar. Also es steht alles außer der Exil drauf. Man, X 1800, Ja, Stahl 6 hat 100, ja, Papierzahl 400. jawohl. Mutz ist 500. Ach, was für ein... Letzter Grund, 50.000. Ja, dort sollten wir auch mal spielen. Fix. Ja, also ich sehe den Komplex, aber ich sehe nicht den Exil. Ja, was hast denn du gegoogelt? Jetzt bin ich auf. Warte. 300 Leute. Alright, also schon wieder Komplex Club im Fall. Das ist wirklich nicht. Also das könnte sich fix ausverkaufen für Siamese, Mann. Ja. Und ich muss sagen, also Es geht auch früh los. Also wir haben auch wo wir mit Brand of Sacrifice gespielt haben, ist auch Komplex Club gewesen und das ist voll gewesen. Und das sind fucking viele Leute, Mann. Brudi, aber sorry, das ist nur wegen euch voll gewesen, nicht wegen Brand of Sacrifice. Ja, Kannst du sagen, was du willst? Brand of Sacrifice sind das Shit gewesen, Mann. Ja, das ist okay, aber der Nico ist an der Kasse gestanden. Er hat gesehen, dass bei euch mehr Leute vor der Bühne gestanden sind wie bei Brand of Sacrifice. Das ist ein schönes Kompliment. Das ist nicht ein Kompliment, das ist ein Fakt. Mhm. Das ist ein Fakt. Das ist fucking fun gewesen. Und Also. das wird auch fucking fun, Mann. Es wird Ich freue mich fucking so fun. mega. Jawohl, Ja, richtig geil. das ist super. Alter. Das wird Grillfest, super. Volume 1. Ja, wir spielen im Fall auch neue Songs. Wir haben auch neue Aha. Songs parat. Ja, wir haben beide neue Songs. Nicht nur die haben 2 neue Songs Aha. parat, wir haben sogar 3. Uff. Wenn wir jetzt einfach mal aus der Acht lassen, dass wir den einen schon seit 2 Jahren live spielen. Jetzt müssen wir einfach einen neuen Song schreiben, immer noch einen Monat. Dann haben wir auch 3. Nein, wir haben 2. Den einen haben wir schon so oft gespielt, das kannst du nicht mehr als neu bezeichnen. Alright. Er wird aber erst nächstes Jahr rauskommen. Als Single. Ja, also ich meine, unsere Songs kommen auch irgendwann raus. Hoffentlich am gleichen Tag wie ihr. Das müssen wir auch noch planen. Das müssen wir noch planen, ja. Ich bin so sicher, dass wir einfach am gleichen Tag wieder drüber Nein, das schaffen wir schon. Komm jetzt. Okay, also. Wir schaffen es zusammen. Wir müssen einfach unsere Bands koordinieren. Alright, das ist eine gute Wir Idee. müssen dann noch Promo-Videos machen für das Konzert. Fix. Alright, machen wir das. Ja. Ja. Wir müssen so richtig arg viel Promo wir machen. müssen Multi-Language machen. Wir müssen auf Englisch einfach und Deutsch für machen. alle wir müssen einfach so viel Promo machen, dass alle Booking-Agenturen uns nachher immer buchen, damit wir Promo machen. Für Das ist eine Konzert. gute Idee. Und das ist auch eine sehr gute Idee für euch, wenn ihr Konzerte organisiert. Macht's nicht. Macht Stories. Macht Machen Promo. machen Promo, ja. Voll, Ja, voll, so. voll. Aber- Hört IMS mit Mayhem und Aber wenn es euch um den Seelenfrieden geht, organisieren kein Konzert. mhm. Macht das nicht. Ja, voll. Ich glaube noch nie etwas Stressiges gemacht in meinem Leben wie das.
Booker sind Engel vom Himmel. Doch, der technische Kaufmann, der war stressiger gewesen als das. Ja. Aber Booker sind Engel vom Himmel. Muss ich schon sagen. Haben wir das gehört? Ja, haben wir das gehört? Die real MVPs von der Musikszene, muss man sagen. Also sorry, die real MVPs von der Musikszene sind alle, außer die auf der Bühne stehen. Definitiv. Also jetzt wirklich. Dings, eben, im ICU war auch so. Ich habe mit der Crew geredet und sie sind dann, wir haben gemeint, wir sind dort lang gewesen. Die sind seit dem Tag vorher den ganzen Tag schon dort gewesen und nachher 8 Uhr morgen bis 3 Uhr morgen. Ja, was machst du, Ricky? Ich tue nachher auf den News gehen. Okay, ich hätte gemeint, du lässt jetzt schon laufen. Nein. Und dann können wir mal auf den nächsten Punkt. Ja, aber sorry, das ist echt so einfach, dass ich das nochmal gesagt habe. Die auf der Bühne stehen, leisten im Fall am wenigsten. Also, 100%. Jetzt nicht am wenigsten. Ich meine, es ist auch eine Leistung, die Songs alle zu schreiben, aufzunehmen und dann nicht komplett crazy gehen. Und nur weil man keinen regulären Job mehr hat, sein Leben nicht im Griff zu haben, das ist schon noch schwierig. Aber für das, dass am Abend dann eine Show läuft, machen die Leute am wenigsten. Ja, voll. Definitiv. Das ist so. Und wir gehen. Brudi, ich bin noch nicht fertig. Hey. Du bist nicht fertig? Nein. Alright, dann machen wir. Nein, ich bin dann einfach mit dem Schnurren. Alright, dann schnurren. Also, willst du wirklich schon mit jetzt, du willst gebuldern, hä? Ja, komm, mach weiter. Der Ricky will gebuldern. Nein. Wenn du etwas willst sagen, ich weiß gar nicht, was ich sagen will. Ich irgendetwas will sagen. Sicher? Mit Schnurren. Alright. Schnurren. Falls jemand noch... Ich will jetzt im Programm umschieben mit der Musik. Ja, genau. Also, such noch einen Job. Okay. Metal Servola, Breaking News. Was willst du sagen? Nur gesagt, ich suche noch einen Job. Also, falls du einen Job für den Bella hast, schreib uns. Schreib uns. Ich kann vieles, aber nicht richtig. Ja, aber schnurren kannst du gut. Das kann ich, ja. Ich könnte auch Vorkoster werden. Das ist nicht Gift. Was? Vorkoster. Also, ja, das ist nicht Gift. Ja, fix. Ich bin immer noch sehr, sehr stolz auf meine Bewertung, die ich dir in LinkedIn gebe. Ja, das ist geil. Ja. Easy, ja, anyway. Also. Mal weiter. News. Wir kommen jetzt zu den News. Und wir fangen mal mit etwas ganz Spezielles an, weil wir fangen heute mal eine neue Tradition, die wir nachher jährlich führen. Obwohl, das ist nicht unsere erste Tradition. Unsere erste Tradition ist die Ugly Pulli-Folge, die wir heute machen. Wir haben letztes Jahr auch gemacht, um die Weihnachtszeit. Das ist das erste, was man wirklich als Tradition bezeichnen kann. Das Definitiv. Und dass wir jedem mal Scheiß schnurren, wenn wir ein Mikrofon vor unserer Schnurre haben. Genau. Weil bis jetzt haben wir es nicht einhalten, auf zweimal jede 2 Wochen einen Podcast machen. Aber... das ist aber nicht so schlecht. Den haben wir nicht so schlecht. Mit dem alle 2 Wochen Podcast machen haben wir nicht so schlecht gemacht. Wir haben jetzt ein gutes Jahr und 29 Folgen. Also, ja, ist nicht schlecht. Ja, genau. Plus, wenn die extra Folgen du hast noch mitberechnen, die wir besoffen waren am Granichen, das haben wir auch noch. Ja. Die 2 rausgekommen sind. Die 2 rausgekommen sind. Und aber heute schauen wir eine neue Tradition an. Und zwar, jetzt machen wir die Metal... Warte, ich mach Trommelwirbel. Alright. Und wir machen die Metal Servola Awards 2023. Verdienst du Trommelwirbel ever gewesen? Verdienst kein Geld, dafür Ehre. Gut, ich weiss nicht, ob es Ehre ist, wenn wir über die reden, aber ja, das wird es nur einmal im Jahr geben. Und das machen wir ab jetzt forever and ever, bis du mal gestorben bist. Oder bis einer von uns stirbt. Also heute ist der Captain Holt gestorben. Ist auch nicht gesehen, ja. Fuck, man. Mega schade. RIP. Ich glaube, es wird nicht eine neue Season geben. Ja, ist fertig. Ist fertig. Fertig. Rest in peace. Ja, I specifically requested it. Oh. Ja. Nein, es ist ein cooler Schauspieler. Ja. Aber was ist mir Metal Servola Awards. Let's go. Jetzt muss ich einen Clip machen. Das ist gut. Also Stromausfall ist wieder nicht mehr. Tipptopp. Also, wir brauchen ein Notstromaggregat. Es hat so viele Stromausfälle in letzter Zeit im Aargau. Wirklich? Ja, ich habe nur Meldungen für Stromausfall. Oh shit, dann können sie das Ganze aufnehmen. Dann nachher, Und jetzt könnten wir so einen hohen Joke bringen, indem das einfach... Ja. Ist fertig. So ein Gott. Ja. Nein, also Metal Servola Awards. Ich muss schnell nochmal dorthin, wo ich es dir geschickt habe. Genau. Weil der Ricky hat mich gestern ein bisschen überrascht. Er hat einfach so geschrieben, Bro, wir machen morgen Metal Servola Awards. Ich so, jawohl. Also wir haben das Thema schon mal angesprochen, wir haben wirklich konkretisiert. Das stimmt. Und
Wir machen jetzt folgendermaßen. Jawohl. Wir haben 3 Kategorien. Yes. Und die Kategorien sind beste Live-Performance von das Jahr, das wir gesehen haben, natürlich. Wir können nicht die erwähnen, die wir nicht dort waren. Dann... Ja, weil das sind unsere Awards. Das ist einfach das, was wir das Gefühl haben. Das, was wir das Gefühl haben, haben wir am coolsten gefunden das Jahr. Ja, also wir haben versucht, wirklich mehr an lokale Konzerte zu gehen und haben wir eigentlich schon gemacht, vor dem Podcast, aber jetzt noch mehr. Und ja, deswegen wollen wir auch da ein bisschen Punkte geben an die wirklich einen super Job gemacht haben. Dann beste Release von dieses Jahr in der lokalen Szene. Sei es ein Single oder EP, was auch immer. Das heisst, Breakdown of Sanity und Paleface erwähnen wir nicht, weil das ist offensichtlich geil Genau. und gross. Das kennt schon jeder. Und eine Sonderkategorie, die heisst Überraschung vom Jahr. Genau. Jawohl. Und ich würde sagen, jede hat mal für die erste, zweite Kategorie 3 Artists oder Konzerte ausgewählt. Dementsprechend pro Kategorie gibt es dann 6. Und mal gucken, ob das eine gute Idee ist. Sonst nächstes Jahr machen wir mehr oder weniger. Das ist schon eine gute Idee. Ja. Wir können jetzt schon durchrösten. Ja, du. Voll easy. Und ich würde sagen, fangen wir mit Kategorie Nummer 1 vom Abend. Und zwar, wir haben ein paar sehr coole Kandidaten, die für die Metal Server Awards 2023 nominiert worden sind. Ja, wir können sie ja nicht nominieren und dann, es kann ja nicht einen gewinnen. Die wir jetzt sagen, sind ja unsere... Das sind nicht nominiert. Gewinner. Die sind nicht nominiert, die sind Gewinner. Und ich glaube, nächstes Jahr müssen wir einfach einen Greenscreen machen mit Taxidos. Ja, aber dann müssen wir es ein bisschen besser organisieren. Definitiv. Dann müssen wir nämlich unsere 3 Favorites aufschreiben und dann muss das Publikum voten. Hey, vielleicht gibt es nächstes Jahr sogar kleine Servola Oscar Awards, weißt du, was ich meine? So einfach so ein Servola mal stecken. Ja, genau, absolut. Klassisch schweizerisch. So Servola Awards, eine Statue, die wir geben können. Kaufen Servolas, schlitze sie auf, bräteln sie, lackieren sie mit Haarspray, damit es nicht austrocknet. Und nachher 2 Kugel aus Gold lackieren und dann ist es gut. Voll. Das können wir echt machen. Dann können wir einfach unsere 3, weißt du, 2 Wochen voran oder einen Tag voran, irgendetwas einfach voran unsere 3 Favorites aufschreiben und dann eine Insta-Umfrage machen. Ja, ich glaube, nächstes Jahr machen wir auch Nominationen. So. Aber dann ist es Publikumsvoting. Nein, dann ist nicht Publikum oder... Okay, fuck it. Nein, das machen wir nicht. Publikumsvoting machen wir nicht. Wir müssen überlegen, wie wir das machen. Das ist das erste Mal, wo wir es machen. Also, bear with us. Es ist mal der erste Versuch. Erste Draft. Also ich finde es super gewesen. Ja, so wie wir das gemacht haben, ist super. Ich weiß zwar einfach nicht, was du aufgeschrieben hast, aber... Also, wir fangen mal... Mit der Best Live Performance. Voll. Dann machen wir so, du sagst eine, ich sage eine, du sagst eine, ich sage eine. Würde ich sagen. Geil. Und für die Best Live Performance vom Jahr präsentiert Bella der Gewinner Nummer 1. Er ist jetzt absolut, für alle, die den Podcast gelost haben und an dem Matchbox Whispers Konzert waren, jetzt absolut überraschend, dass ich jetzt Cancel sagen. Weil Cancel hat fickt einfach live. Also das ist einfach ja. Du hast sie am Samstag auch gesehen, oder? Sehr gut. Ja, Alter, das ist einfach Insanity, Alter, ja, was die liefert. Für den Moment habe ich gedacht, du hast nur ein T-Shirt. Ja, ich habe nur ein Longsleeve angehabt, 3 Wochen lang. Ja, voll. Das ist eben sick. Ja, aber Cancel habe ich wirklich weggelöpft. Also das ist so insane gewesen. Wir sind dort an das Konzert gekommen, das erste Mal gesehen haben, nicht gewusst, wer spielt. Also mal, wir gewusst, dass Cancel spielt, wenn wir darüber geredet haben, und dann macht es einfach Bratsch! Mit wem haben sie gespielt? Vicious Rain und With Heart. Ah, ja, stimmt. Alright, du hast deinen ersten für Best Live Performance. Jawohl, was ist denn dein erster Act für Best Live Performance? Wir wissen, über was es geht. Ja, und mein Gewinner Nummer 1 für Best Live Performance vom Jahr 2023 ist A Small District. Yes, die haben wir einfach weggeballert im Fall. Also wirklich hart gut. Das erste Mal in Oerlikon, im Gwölb, nein, Vinti. Ja, Vinti, ja. Vinti, Gwölb und nachher spontan im ICU Festival und einfach vom Anfang bis zum Schluss richtig geil. Ich meine, wir haben sogar den Two-Man-Headbang gemacht, wo ich dich auf meine als ja. wie heißt das Ding? Huckepack hast du mich genommen. Huckepack? Ja. Jesus, das habe ich nicht gehört. Aber ich habe den Huckepack genommen und wir haben beide... Wie heißt es auf Spanisch? Caballito. Also das wäre Pferd. Weißt, so Pferddings. Ja, du kommst eben auch bei einem Pferd Huckepack. Ja, genau, okay, in dem Fall. Ja, da haben wir ich glaube, das heisst wahrscheinlich irgendetwas. Hucke heisst wahrscheinlich irgendetwas mit Rücken und Pack heisst so etwas wie Rucksack. So aus dem Altdeutschen. Und dann ist Huckepack wahrscheinlich. Also wir haben Huckepack gemacht und ich habe Headbangt und du hast mit Headbangt mit dem Körper. Das ist geil gewesen. Das ist lustig gewesen. Ja, also richtig hart. Und das Coole an dem Abend war auch, dass es hat Zugaben gegeben
und sie hat keinen Song parat gemacht, sie haben einfach Breakout nochmal gespielt. Ja. Wir sind alle nochmal abgegangen wie Sau. Also der Stuhl geflogen Ja, fast. das war lustig gewesen, am Konzert von Eversys und FearLab. Und nachher eben ICU Festival auch richtig hart gut. Mhm. Ja. Und sogar mit eigentlich weniger und es hat trotzdem ballert wie Sau. Ja. Voll. Sie Ja. haben eben auch einen Bassist. Stimmt, ja. ja. Und dann von You. Wer Ja, ist okay, nächstes? als zweite Band habe ich aufgeschrieben. Man merkt, dass wir wirklich einfach unsere eigenen Favorites aufgeschrieben stimmt, haben ja, und nicht stimmt. irgendetwas, weil ich habe auch ein Small District aufgeschrieben. Alright. Doppelgewinner. Jawohl, der Grand Doppel- Slam. Doppel-Ehre, null Geld. Doppel-Ehre nur Geld. Genau, ja, ich habe auch ein Small District aufgeschrieben, weil ich es einfach wirklich eine brutal gute Liveband finde. Mhm. Also, ich kannst wirklich sagen, was du willst. Die sicher Ja. könnten am Greenfield auf der Mainstage spielen am 10 Uhr am Abend und es verkleppen. Das stimmt. Ja. Also, ist geil. Das ist wirklich geil. Voll. Alright, wir haben unseren ersten Doppelt-Gewinner. Ich meine, es gibt noch einen Home Run Ja. für irgendjemanden. Anyway, was ist Also. deine dritte Band? Dritte. Ich meine doch 3 gesagt. Aha, ich habe 3, du hast 3. Also ich kann. Alright, egal. Also hast du nicht, hä? Ich habe 3, du hast 3. Ja, Also, aber deine dritte Band? meine zweite Band. Nein, du hast die zweite schon gesagt. Nein, ich Oh. habe Hä? die erste gesagt. Ah, deine zweite Band. Sorry, Brudi. Wir können nicht zählen. Ja, ich kann einfach nicht Aber ja. zuhören. Meine zweite Kandidat, beziehungsweise Gewinner, nicht Kandidat, da gibt es keine Nomination. Mein zweiter Gewinner von dem Abend, von das Jahr, sogar, versteht nicht unser Podcast, aber die sind sexy und ich hoffe, jemand erklärt denen auch, was wir da sagen. Und es Nein, ich ist. hoffe es nicht. Ich hoffe, sie hocken einfach so nicht so. C'est quoi ça? Papa die Ja, Wuppi. Und es ist Fluffy Machine. Ich muss sagen, ich bin eigentlich weniger so ein Punk-Fan. Aber ich habe die gesehen in der Hallebar, für welche mir die Adresse nicht sagen können, weil es ein Privat-Event war. Stimmt. Aber die haben es fucking killed, man. Richtig gute Live-Performance, richtig gute Band, richtig gute Musik. Und das ist wirklich nicht die Musik, die ich sonst normalerweise höre. Es hat mir richtig guten Eindruck gegeben und deswegen sind sie mein zweiter Gewinner von Best Live Performance 2023. Ja, das stimmt. Sie sind wirklich geil gewesen. Es ist so der Mhm. Kollege, ich weiß nicht mehr, wer das war, irgendeiner hat so gesagt, das ist so, glaube ich, wie wenn Nirvana keine Depressionen gehabt hat. Es hat ein bisschen schon Kurt Cobain-Vibes gegeben, das ist definitiv. Schon Ja. geil. Mhm. Fluffy Machine. Ich glaube, Fluffy Machine hat noch jemanden, der ein bisschen Deutsch kann. Ah, okay. Aber ich Cool. bin nicht sicher. Dann erzähl ich mal. Ja, maybe. Sonst Pech. Ja, Ja. ja. Mhm. So, Voll. Ja. Dann bei dir? toll. Was Ah, ist noch? bei mir, dritte Band. Ich glaube, gleichen Zweite, Abend. Nein, Nein, ich habe die dritte. zweite Band, ist ein Small District. Tatsächlich. Dritte Band ist auch gleichen Abend, glaube ich. Oder einfach sonst jedes Mal, wenn ich sie gesehen habe. Mhm. Wodio, Ja, Wodef, fucking whatever. die blinden Punks. Sind crazy, man. Insane. Beste Konzert ever. Wirklich, die sind wirklich fucking. Ist crazy. Ja, also wenn hinter dem Wort Punk Ja, im Duden nicht einfach Wodio steht, ja. dann ist etwas falsch. Ich meine, wenn du mit dem Blindenstock im Moshpit reingehst, dann Bro, fucking ja. Ja, vor allem, wenn, so du gut. einfach, wenn du einfach ein Konzert von deiner Kollegenband gehst schauen. Also, der Andi hat an dem Abend ja noch für mich gespielt, weil ich die Hand kaputt hatte. Das ist ja der Andi, das ist ja am gleichen Abend gewesen. Er hat Mhm. zuerst mit Matchbox Whispers Set gespielt und dann mit Wodio gerade nachher nochmal ein Set gespielt. Mhm. Wirklich insane. Und dann dachte ich, sie sind ist zu viel. Und dann kommen wir jetzt einfach Mhm. zu uns. Also sie haben irgendwann unser Konzert eine Woche drauf, sind sie auch schauen. Sie haben am Morgen um 3 noch irgendwo ein anderes Konzert gespielt. Sie Mhm. sind zuerst zu uns gekommen, Konzert schauen. Dann haben wir einen Song, der Silas sagt einen Song an und der Andi einfach so, Bella, gib mir den Bass. Und ich so, Ja. ja ey, dann nimm. Und alle so, hä, what the fuck? Und dann Mhm. hat der Andi einfach Bass gespielt für einen Song. Mhm. Dann habe ich gesagt, jemand soll den Andi abholen, dass er nicht von der Bühne geht. Ja. Dann ist niemand den Andi holen. Sie haben das auch nicht gecheckt. Habe ich aber dreimal sagen, dass es kein Witz ist, dass jetzt bitte jemand den Andi holen, weil ich komme so schnell von der Bühne, er geht sonst von der Bühne. Und also, nein. Und dann hat irgendjemand den Andi von der Bühne geholt. Das war super gewesen. Ja, Ja, toll. Darum Wodio, Alter, beste Live hat ever. nicht Das der ist so End- fucking funny. Hat nicht der Andy gesagt, warum haben wir überhaupt Setlist? ist Nein, das ist gewesen. Was ist Das ist gewesen, weil wir haben natürlich dann, der Mark hat, wir haben eine Setlist gehabt, wo nur Smileys drauf gehabt. Stimmt. Und der Mark hat dann extra eine Setlist gemacht, wo der Andi dann auch lesen kann. Mhm. Dann haben wir halt vergessen, dass der Andi die Setlist am Boden ganz sicher nicht sieht. Und uns trotzdem jedes Mal hat müssen fragen, welches anderes kommt. Fucking hell, die Jungs sind too much, man. Das Ich ist schwör. geil, das ist wirklich gut. Ja. Und Lieb ich meine, wenn eine Band Gas geht auf die Bühne, dann die, man. Holy shit. Ja, das ist wirklich geil. Mhm. Lieb sie. Ja. Dann mein Gewinner Nummer 3 für Best Live Performance 2023
versteht auch nicht unseren Podcast, verdammte Scheiße. Du hast mit der fucking Romas das Ja, das ja, Jahr, ich muss hä? sagen, das Jahr ist Ricky, das spanische, das latinische Blut in dir, hä? die haben richtig, also ich muss sagen, die performen richtig gut. Und es ist Gut, das Uncircle, wo wir jetzt am ICU-Festival gesehen haben. Und ich glaube, ich habe noch nie so gelacht. Und bei einem Konzert, die Jungs die gehen richtig ab. Du siehst auch, die haben mega Spaß an den Sachen. Und der Drummer ist einfach ein Meme-Lord, Mann. Und sie sind so fucking funny gewesen. Das Abräumen war das Beste gewesen mit dem russischen Hardbass. Und er ist so am Cymbals abräumen und hebt es in der Luft und ist sein Booty am Shaken. Und das ist nachdem sie den Backstreet Boys Song gespielt haben. Ich habe eine Sache gesehen. Du hast so gesagt, ich habe das leider nicht gefilmt. Und ich habe glaube nur, ich kann mich daran erinnern, dass ich gesagt habe, zum Glück hast du das nicht gefilmt. Das sollte niemand sehen. Es sind so Dings. Wie heißt nochmal der männliche Strip-Film, wo mega famous war, irgendwie vor 6-7 Jahren. Magic Mike. Die haben so Magic Mike gemacht beim Abräumen. Das ist so fucking funny gewesen. Ja, aber es ist einfach absolut nicht Magic gewesen und nicht mal viel Licht der Mike. Es ist eben, was ist so ein richtig unsicher, es ist eben Unmagic Josh gewesen. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass der Josh unseren Podcast nicht lässt. Das ist einfach der einzige englische Name, der mir eingefallen ist. Es ist einfach fucking lustig gewesen, Mann. Richtig, richtig Weil herzlich. der Josh ist nicht unsexy. Josh ist keiner cute. Und ja, voll, also richtigen Eindruck hinterlassen. Nein, sag hinterleit. Ich finde es unauthentisch, wenn du das nicht sagst. Eindruck hintergelassen. Alright. Und Hintergelassen. Jawohl, wir haben einen Eindruck hintergelassen. Ja, genau. Wir haben einen Eindruck da gelassen. Das ist wirklich sexy. Und deswegen, das sind alle Best Live Performances von den Metal Servola Awards 2023. Genau, das sind nochmal gewesen. Cancel, A Small District, Vote You. Ich habe fast die andere Liste gesagt, die ich noch nicht gesagt habe. Ja, Cancel, A Small District, Vote You. Small District, nochmal. Brudi, hör auf, das kommt nicht mehr gut. Wir machen jetzt einfach weiter. Das nächste, was wir gehen. Uncircle. Das nächste, was wir gehen, ist der beste Release gewesen. Ricky, was ist einer von der 3 besten Releases gewesen, die du das Jahr gehört hast? Meine Nummer 1 auf der Liste, nicht weil es die beste ist, sondern einfach alle 3 finde ich sehr gut, ist ein Song von der Band namens Cybiotic und es heißt Born from a Wire. Richtig gute, wie kann man sagen, Alternative Power / Modern Metal. Ich weiß nicht, wie der beschrieben, aber es ist hure gut. Born from a Wire von Cybiotic, richtig hart gut. Crazy. Jawohl. Also ich habe aufgeschrieben, also einer von diesen 3 Songs, die mir am meisten Eindruck hinterlegt hat das Jahr. Blackout von Vicious Rain. Weil der Song hat einfach alles drin, was ein Song braucht. Mega. Er hat alles drin. Es fehlt nichts an dem Song. Er hat alles drin. Und by the way, Vicious Rain, finde ich geil, dass er dort nach dem Aufbau im neuen Song Crown of Thorns nicht einfach in einen Breakdown rein sind, sondern ein Solo gemacht haben. Das war richtig juicy gewesen. Ja, Mann. Das ist wirklich, ich bin dort so, jetzt kommt der Breakdown. Und dann macht er einfach so, und ich so, ja, Solo hier, Gitarre, mal etwas anderes, geil hier. Nein, ich weiss noch, wo wir Blackout da im Podcast-Studio gelost haben, bevor der rausgekommen ist, weil die Jungs ja Gäste waren bei uns. Und dort haben wir schon gesagt, holy fuck, man, das wird sick. Ich habe einen Keimtipp an alle, die bei der Kripo arbeiten. Wenn ihr irgendwo mal Infos bekommen müsst, irgendwo bei einer Firma herausfinden, wer der Whistleblower ist. Schaut um, wer der Musiker ist. Weil der ist es, 100 Pro. Ja, es gibt niemand, wo weniger Zeug nicht liegt wie Musiker. Ja, wirklich. Ja, aber das ist geil. Das ist geil. Ja, genau. Was ist dein zweiter Song? Dann bei Best Releases von der Metal Servola Awards 2023. Mein zweiter Muss ich jetzt auch jedes Mal sagen? Song. Ich wollte einfach professionell wieder. Ist gut. Ja. Dann mache ich da mal unprofessionell weiter. Dann der zweite Gewinner von Best Release Metal Servola Awards 2023 ist Coma Static mit Artificial Heart. Ja, Mann. Also ich muss sagen, wie ihr wahrscheinlich von all den Songs gesehen, die ich aufliste. Ich bin ein Sucker für gute Hooks und gute Chorus-Lines. Und ja, Artificial Heart hat einen richtig guten Chorus, der dir auch im Kopf hinterbleibt. Gleich bei Born from a Wire. Aber wenn ich Artificial Heart ablese, ich
weiß genau, wie die Chorus-Melodie tönt. Und das ist Props, das ist ein gutes Songwriting. Und deswegen, ja, Comastatic Artificial Heart ist auch ein Gewinner vom Metal Serval Awards 2023 Best Releases. Mir ist gerade aufgefallen, weil mein zweiter Song ist Esperanza von Must Be Wrong, wo auch einfach einen gottverdammten guten hohen Chorus hat. Ich glaube, weil der nächste Song, den ich würde sagen, ist auch ein gottverdammten hohen guten Chorus. Ich habe irgendwie langsam das Gefühl, dass Metal-Bands man sollte auf einen Breakdown schreiben und man sollte anfangen, einen Chorus zu schreiben, weil das ist das, was dir irgendwie im Kopf bleibt. Ach so, absolut. Es könnte das, jetzt könnte eine Leadgitarre sein, du kannst nie wirklich sagen, was ein Hook ist, bis es einfach im Kopf bleibt. Es kann wirklich ein Rhythmus sein, ein Lied, eine Gesanglinie oder auch der Arf. Das ist auch ein Hook. Ja, aber es kann einfach ja gut, also rein im Song, also wenn du jetzt so rein Song schreibtechnisch gehst, ist ein Hook ja schon der Chorus. Einfach, es ist einfach, normalerweise. Einfach das fucking amerikanische, das Hip-Hop-Wort für Chorus ist Hook. Ja, normalerweise ist es eben der Chorus, aber es könnte eben auch etwas anderes sein. Ja, ist ja gleich. Ja. Eben, Must Be Wrong, Esperanza. Emergenza. Must Be Wrong, Esperanza, absoluter ficker Track, wirklich richtig stabil. Punk-Rock, Punk geil, Chorus geil, Song geil, alles geil, Liebe. Richtig gut. Alright. Dann habe ich mal... Nein, komm, du musst jetzt wieder professionell sein. Ja. Dann Metal Serval Awards. Metal Serval Awards 2023. Best Releases Nummer 3 für mich. Kennt ihr schon? Es ist Vicious Rain mit Blackouts. Oh, auch ein Double Trouble. Ein Double Trouble. Ein Double Gewinner von dem Abend und in der gleichen Kategorie sogar. Ja. Richtig hart, gut, Jungs. Ja, gut. Wie gesagt, ist ein geiler Song. Guter Chorus, guter Hook. Und so Arena-Vibes. Also, Props. Ja, das ist wirklich ein stabiler Song. Stabil, Bruder. Stabil, einfach ein stabiler Song. Stabil. Ist wie der Allen-Schuh von Adidas. Stabil, Junge. Das kann ich nicht. Ja, ist so Adidas hat so eine ihre Hallenschuhe-Serie heisst Stabil für Handball und Unihockey. Alright. Darum mache ich den Witz immer. Darum schicke ich auch immer in den WhatsApp-Chats, wenn ich etwas gut finde, den Hallenschuhe. Es kommt nie jemand raus. Nein. Nie. Nicht einmal Leute. Ich kenne Leute, die den Schuhe haben, die nicht rauskommen. Ja, und ich komme auch nicht raus. Jetzt kommst du raus. Ja, ich vergesse nachher. Wenn ihr von mir einen Schuh bekommt, ist das stabil. Ich bin extra den Schuh. Der mit der Oil-Slick-Farbe googelt, das Foto rausgesucht und habe einen WhatsApp-Sticker daraus gemacht. Jesus. Ja, und eben, mein dritter Song ist auch der Schuh, weil er ist auch sehr stabil. Es ist von Fear Lab, Who I Am. Weil ich habe den Song einmal gehört und jedes Mal, wenn ich Fear Lab lese, kommt mir der hure Chorus in den Sinn. Weil ich werde ihn einfach nicht los. Es ist wirklich gut. Ja. Und das ist wirklich nicht unbedingt, jetzt haben alle das Gefühl, ja, du bist halt einfach, du hörst halt einfach Punk und findest Must Be Wrong geil und Vicious Rain und Blackout. Nein, es sind halt einfach wirklich gute Songs und es sind die 3 Songs, die mir gerade in den Sinn gekommen sind. Der Ricky hat gesagt, was ist die beste Single für dich? Und dann habe ich also beste Release. Und dann habe ich überlegen, Blackout ist ziemlich schnell gekommen, weil er halt einfach auch mit dem Musikvideo zusammen crazy ist. Und dann, ja, habe ich gedacht, ja, und jetzt, was läuft denn noch so im Kopf rum? Dann ist mir der Song im Kopf rumgelaufen, weil der läuft mir wirklich auch hinten drin. Und ja, und halt Must Be Wrong. Ne? Ich habe gewusst, die haben das ja etwas rausgebracht, und ich sehr geil gefunden habe, bin ich schnell schauen. Ist sick von dem her, ja. Also wirklich, der Chorus ist absolut sick von dem Song. Ja, am Schluss, ich glaube, von der Kriterien her, eben, es muss ein Song sein, der auch im Kopf bleibt und wo sobald es rauskommt, du es nachher auch mehrmals los ist, oder? Ich meine, wir haben auch unsere eigene Playlist, die ich auch gerne amigs wieder durchlose und dann gewisse Songs poppen da auf und nachher weißt du, oh, ja, der ist sick. Der kenne ich, der bleibt nachher, oder? Ist mir genau gleich gegangen. So welche Songs habe ich, meistens von den Songs haben wir auch an diesem Podcast noch erwähnt, wo sie rausgekommen sind. Also ich mal einmal reingelassen und ja, die haben wir definitiv mehrmals gelost. Ja. Voll. Also, bitte so. Das ist mal Best Release vom Jahr 2023. Hast du deinen dritten schon gesagt? Yes. Das dritte ist Vicious Rain Blackout. Ah ja, stimmt. Double Trouble. Habe ich das so viel geschnurrt, dass ich es nicht mitbekommen habe? Ja. Aber jetzt kommen wir auf die dritte Kategorie, wo wir nur einen Gewinner, also je einen Gewinner können auswählen. Und das ist mal die beste Überraschung vom Jahr. Und du darfst anfangen mit deinem
nicht dein erster Kandidat. Haben wir eine Überraschung vom Jahr genannt? Oder? Eine Überraschung vom Jahr. Ich glaube, ich will sogar nach einer Insta-Story machen, wo ich für alle ein Foto mache. Das ist ein Ich habe Award-Logo es machen. mal Entdeckung oder Überraschung vom Jahr genannt. Genau, darum Überraschung vom Jahr. Ich finde die Überraschung Ja. vom Jahr passend. Ja, es ist schon gut. Ja, Mhm. ja. Was war das bei dir gewesen? Fang du mal an. Kannst du eine Soll ich Überraschung anfangen? sagen? Ja, voll. Okay. Ja, Homewards. Mhm. Der Name ist mir schon so lange im Grind rein gewesen. Ja. Ich habe aber nie irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss mir mal Zeit nehmen, an Homewards zu hören. Mhm. Und dann habe ich sie gesehen im Werk. Dort zusammen mit Crackfist. Also Crackfist, by the way, auch sehr geil. Auch sehr gut. Fast schon Überraschung vom Jahr. Mhm. Aber Homewards habe ich nachher wirklich auch eigentlich fast mindestens einmal in der Woche gelesen. Darum ist Homewards für mich die Überraschung vom Jahr. Die sind wirklich geil. Ja. Die sind auf die Bühne gekommen und gesagt, Sally, wir sind Homewards, wir machen traurige Musik und dann gehen wir heim. Mhm. Und dann haben sie traurige Musik gemacht und sind heimgegangen. Ja. Sehr gut gewesen. Ich habe auch lange überlegen heute, wer meine Überraschung vom Jahr ist. Und ich habe den ich ausgewählt habe, nicht auswählen. Aber ich muss fast, es geht nicht anders. Und es ist tatsächlich A Small District. Oh, der Grand Slam! Ja. Der Grand Weil Slam! Ich kann extra nicht den gleichen Artist haben, den wir schon in einer anderen Kategorie als Gewinner haben. Aber das war wirklich überraschend gewesen, wie gut. Weil ich meine, ich habe die einen Song gelost, den wir in der Playlist haben, und es cool gefunden. Wo sie auch ein Blackout rausgebracht haben. Und nachher haben sie noch Changing Faces Sie haben nicht rausgebracht. Blackout rausgebracht. Aber Blackout ist der erste, der neue war. Hä, nein, Alter. Breakout. Blackout ist von Vicious Rain. Entschuldigung. Breakout, nicht Blackout. Zu viele Outs da. Whiteout, Breakout, Blackout. Alles, Strong Out. alles das ist keine out, Schweizer alles. Band. Ja, fix. Nein, Breakout. Ja, Breakout. Breakout rausgebracht haben und ich das auch live gesehen habe. Schon sick und ich freue mich dann auf die neue Release von nächstes Jahr, weil sie bringen ja mehr Songs aus, haben sie gesagt. Es kommt eine EP. EP, genau. Ja. Und die Jungs sind mega stabil. Live ist wirklich top. Und deswegen sind sie meine Überraschung vom Jahr 2023 mit den Several Awards. Also jetzt mal unter uns. Hätte ich sie nicht schon vorher gekannt, wäre es bei mir auch. Mhm. Also, Voll. Vorher habe ich sie nur vom Namen gekannt eigentlich. Und nie wirklich gelost. Aber ja, das Jahr ist definitiv meine Überraschung vom Jahr gewesen. Mhm. ja, Genau, ja. Herzliche Gratulation an alle Gewinner. Aber ich könnte jetzt so einen Insta-Post machen. So mit. Ich will mit allen machen, die es leider kannst sehen, so eben Gewinner von welcher Kategorie. Ja. Und wir machen den Ricky's Pick oder Bellas Pick. Und bei denen, wo zweimal ist, hat es gerade zwei Picks. Ja. Oder? Ja. So, ich versuche mal eine coole Sache im Photoshop zu Dann machen. können wir Hassnachrichten über vor allen Bands, die wir nicht genommen haben. Definitiv. Aber ihr könnt euch freuen auf das nächste Jahr, weil das machen wir jetzt eine jährliche Tradition. Ich würde sagen, behalten wir die Kategorie, es ist in der Schlacht. Ja, Und, vielleicht können wir auch mal, wenn wir eine Game Show daraus machen, noch ein bisschen mehr machen. Definitiv. Aber ich finde es eigentlich so als einfach so ein Jahresrecap von uns selber ganz okay. Vielleicht können wir für nächstes Jahr einen Community-Pick machen. Hey, wenn wir eigentlich, ich habe eine Idee. Wir könnten ja einfach eine Vor-Weihnachtsfolge rausbringen und dann nach der Weihnachtsfolge, zwischen Weihnachten und Jahr noch. Könnten wir, können wir schon, ja. Gehen wir eigentlich am 30. schlägeln? Wann ist Neujahr? 31. Aha, ja, dann können wir 30 Früh schlägeln. Ja. Dort im Dings, Hardcore United Festival. Hardcore, oder was ist Ja. das? Dort tun wir nachher nochmal Ja, du easy. Ach, man sollte einen Führerschein machen, du musst bouldern, Alter. Ah ja, voll, genau. Das ist mal die erste Edition von der Metal Server Awards vom Jahr 2023. Diesmal mit den Ugly Pullis. Nächstes Jahr vielleicht mit Tuxedo und einem Greenscreen hinter uns von so die Oscars. Dings kannst du sehen oder so. Dann holen wir einfach den Mike, holen wir euch einen Mike und er soll es hosten. Ja, wir können sicher mal etwas Lustiges machen. Vielleicht machen wir auch die Metal Server Awards mal im Ebri oder so. Der Metal Server Awards im Ebri. Das wäre Einfach alle dort unten, wir zwei auf der Bühne am Scheiß labern, alle auf der Bühne im Publikum und denken sich, alle Musiker, alle Dudes dort unten so auf der Stühle so sitzen, sich auch noch so und denken so, Jungs, hebt die Schnurren oder bringen wir ein Bier. Es soll fucking fun. Irgendwann müssen wir mal ein Live-Event das wäre fucking funny. Ja. Metal Server Awards Voll. im Ebri. Ja, das wäre lustig. Hey, freust du dich eigentlich auch schon auf die neue Folge von IMS?
Oh ja. Die wird interessant. Oh ja, absolut. Aber davon können wir nicht viel reden. Nein. Anyways, das sind mal die Metal Saber Awards 2023 gewesen. Merci, dass Sie das zugelassen haben. Wir sind noch nicht fertig. Nein, wir sind noch nicht fertig. Wir machen nämlich noch weiter mit dem alten Zeug. Wir fangen weiter. Wir machen weiter mit den Releases und den Concerts. Also, Releases. Und Musiker-Tinder. Genau. Hau uns schon durch, du musst buldern. Alright, also. Für alle, die sich fragen, dass ich die ganze Zeit sage, Ricky muss buldern. Es ist 8 Uhr am Abend, der wird die Herren morgen Weihnachtsessen, darum kann er morgen nicht buldern. Er hat unseren Podcast-Tag verschoben. Wir haben immer am Donnerstag Podcast aufgenommen, aber jetzt muss er am Donnerstag buldern, der sportliche Kreib. Aber ich kann morgen Weihnachtsessen, das wäre nicht buldern. Darum muss er jetzt heute buldern. Das kann ich heute buldern. Sehen, ihr habt es hat ihn verwünscht. Yes, das haben wir wirklich verwünscht. Dave, du auch. Es ist, you know who you are. Ja, nein, wir fangen mit den Releases. Ja, Beim ersten, wir haben die Jungs mal live gesehen vor kurzem und es war fucking geil gewesen. Ja. Und jetzt noch geiler, sie haben einen neuen Song rausgebracht. Ja. Es ist Shadow Descent mit Stray. Ja. Einfach Deathcore vom Feinsten. Ja. Ja. Einer von diesen fuck, krass vergessen. Einer von diesen Hässigen. Nein. Aggressionsakten. Einer von diesen einer von den Aggressionsakten. We have Lorna Shore at Home. Ja, genau. Brudis. Shadow Descent, richtig geil. Von denen gibt es 3, oder? Shadow Descent, Illusionist, Saber's Breath. Ja, das sind Lorna Shores. Das sind Lorna Shores. Ja, es gibt sicher noch ein paar mehr. Wahrscheinlich aber schon. Voll. Dann, kannst du sagen? Jawohl, Trust the Shark. Mhm. Wieso habe ich mir den deutschen Akzent? Shark. Ich weiss nicht, ich habe heute die ganze Zeit einen deutschen Akzent. Trust the Shark. No more second chances. No more second chances. Richtig stabile Metalcore. Yeah. In der Fresse hier, Metalcore. In der Fresse Go. Nächste. Dann, die Jungs von Stonehill haben eine neue EP rausgebracht. Substitute Hero. Ich kann vorher ein bisschen hören. Es klingt recht roh, recht heavy. Kannst du mal abchecken. Geil. Ja. Die sind am ersten SEO-Festival unterwegs gewesen. Ja, das stimmt. Das und wir auch. haben gemeint, sie heißen anders. Ja, wir haben die verwechselt mit Devil's Rage. Kann passieren. Das ist einer der ersten Mal, wo ich mal den Editing-Fee rausbringen. Das weiß ich noch. Ja, voll. Editing-Fee ist super. Stonehill. Ich habe so viele Nachrichten bekommen, so, also, sind die eigentlich high? So, Wieso? Und also, Editing-Fee. Ich so, Ja, Mann. was? Weil ich habe es nicht gewusst. Ich habe nicht gewusst, was der Ricky gemacht hat. Ja, Und spannend. dann schaue ich so ein YouTube-Video, so, Editing-Fee. Ja, ist gut. Dann, kannst du sagen? Jawohl, dann, nächste Single, Set the World on Fire von Nice to Eat You. Breakdowns mit Giga. Ja, das ist eine coole Mischung. Mhm. Dann, Nächste. wir haben vorher unseren Triple Winner eigentlich. Die haben bei einer Kategorie zweimal gewonnen und bei der anderen Kategorie einmal gewonnen. Das sind auch Small District, unsere Champions vom Metal Saber Awards 2023. Und sie haben einen neuen Song rausgebracht, beziehungsweise ja vor 2 Wochen, 3 Wochen oder so. Und das ist Changing Faces. Jetzt mal abchecken. Mit dem Carlo von Breakdown of Sanity. Oh, stimmt. Das habe ich Mit vergessen. dem Carlo von Breakdown of Sanity. Oh, da habe ich einen vergessen, dann, weil Henriette B. haben auch einen Song rausgebracht mit dem Carlo von Breakdown of Sanity, jawohl! Und das ist Machine, wenn ich mich nicht... ja, ich glaube, es ist Machine. Und die haben sogar jetzt die 100'000 Streams knackt bei YouTube im Fall. Crazy. Henriette B. Genau, also congrats, Jungs. Richtig geil. Und es ist cool gewesen, dass der Carlo auch... Absolut, es heisst Machines featuring Carlo von Breakdown of Sanity. Und es ist cool, dass er auch im Video vorkommt. Das ist echt nice. Voll. Ich habe sogar gesehen, bei Small District hat der Carlo auch vor kurzem live auch mitgesungen. Sehr cool. Ist geil. Voll. Das wäre mal Stimmt, die- in Thun dort. Eben, Im genau. Mokka-Bar, ja. Genau. Und Hätte das... dort hin sollen. Ja, eigentlich schon. Definitiv. Nächstes Mal. Ja. Aber das sind mal Releases gewesen und wir kommen auf die Konzerte. Und der erste kannst du auch sagen. Das erste kann ich auch sagen. Ja. Das muss ich auch sagen. hä? Mhm. Jawohl, es ist in der Sägigasse in Burgdorf in Yes. Bern Ja. am 16.12. Also der Samstag, wenn der Samstag. Podcast nach dem Erscheinen los ist. Ja, genau. Ruination Fest. Mhm. Neu dabei. Nice to Eat You anstatt Unified Move. Yes. Weiterhin dabei. Whiteout und Among Vultures, Days of Ruin, The Kate Effect, Shout Out Boys, Jor, Diagnosis und Flolebo. Es wird fucking sick, es wird geil. Und ja, ich freue mich wie ein Seilbahn. genau. Was ist am 16.? Gespannt. Du bist gespannt wie eine Seilbahn. Du freust dich wie eine Seilbahn, Alter. Ja, wir sollten einfach anfangen so... Weißt du, wir können ja einfach sagen, wir sind Trendsetter. Wir können jetzt einfach so die ganze Zeit Ja. so irgendwelche Scheisse sagen. Ich sage, ich freue mich wie eine Gitarre. Ich freue mich wie ein Dudelsack.
Ich freue mich wie ein Dudelsack. Also richtig Oh boy, gut. das ist etwas, das wird jetzt. Ich bin voll wie ein Dudelsack. Ich bin jetzt einfach nur noch Dudelsack für alles. Es ist so, wie wo du mal geschrieben bist, ich komme mit dem Bus, aber statt Bus hast du geschrieben, ich komme mit dem Bu. Ich so, alright, ich komme mit dem Bu. alright, also. Alright, 16.12. Was ist denn sonst noch? Ja, dann am 16.12. spielt auch My Last Hour mit Arcane im Mundwerk Oerlikon. Und mir ist gerade im Sinn gekommen, dass du den Samstag, Ich kann es da, ist gut, kein den Problem. Samstag auch etwas... Genau, am 16.12. im Boswil Samstag. gibt es wieder Gordon Bleu. Gordon Nein, Bleu. es gibt Stroke of Fate Volume 12 mit Oder- Broken Fate. Oder der Döner mit der Currysauce. Das ist auch Döner geil. die Curry Sauce ist auch geil gewesen, aber ich glaube, das gibt es nicht. Aha. Stimmt, wir haben gar nie vom Döner mit der Currysoße geredet am fucking ICU Festival. Stimmt, der ist geil gewesen. Der Brian hat uns die Augen geöffnet für Döner mit Currysoße. Ja. Aber das ist auch nicht so gescheit gewesen. Nein, wir absolut haben einen Döner mit Currysauce am 2 gegessen und am 6 haben wir Cordon Bleu gegessen. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir haben alles können essen. Das Ja. war wirklich gut gewesen. Mhm. Wirklich, danke Brian, dass du uns den Döner mit Currysoße gezeigt hast. Yes. Aber erzähl mal weiter, was ist dort am Samstag im Boswil? Genau, Stroke of Fate, Volume 2 mit Broken Fate, Mortal Factor. Volume 2? 12. 12 eben. Ich Schon habe vorher schon 12 gesagt. Ich habe 2 gehört. Okay. Broken Fate, Mortal Factor, Tola, Save Your Last Breath, in Chillout, in Boswil. Yes. Genau. Cordon Bleu. Doors sind am 7. Mhm. Sehr gut. Von dem her Dann, gibt es weitere Konzerte. am 30. Dezember wird geschlägelt. Ah ja, genau. Und zwar ist der Hardcore United Nummer 10. Wer spielt alles dort? Wir müssen gar nicht gehen. Insanity 61. Die wollte ich unbedingt mal live Expello. sehen. Ich habe Sanity noch nie live gesehen. Nö. Nein, ich weiß nicht wie. Die spielen überall. Ich habe mit Insanity vor 10 Jahren mit Atropos gespielt. Brudi, die haben ganz sicher schon bei mir die im Garten gespielt, aber Ja. Insanity 61 Expello. Chelsea Deadbeat Combo. Knock Knock. Auch bekannt als No Fight No Glory, oder? ja, das heißt es. Das heißt das. Genau. Die Jungs, die den Bella mal im Militär kennengelernt haben. Dann Mamba Bites und Shoutout zu den Jungs von A Lost Game, wo wir übrigens wieder geschrieben haben, um den Gig zu promoten. Und ich habe den Jungs gesagt, wir haben es schon mal promotet, aber wir machen es wieder für euch. Yes. Und das ist am 30. Dezember in der Schür, Luzern. Luzern. Yes. Was ist am 30. Dezember auch noch? Im Mundwerk Oerlikon. Ah, das ist die Band, die der Claudio gesagt hat. Ja. Es ist Metal Apocalypse mit Yes. Another Approach. Mhm. Oral Coma. Aural Koma. Es Oral. live. Ja, Oral, das sprichst du so aus? Aural. 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 Das sprichst du doch jetzt so aus, Alter. Schon mal Englisch gehabt. Die machen so japanisch Style Metal. Ah ja, stimmt, sie sind Japaner. Nein, sie sind nicht Japaner. Nicht? Nein, sie machen einfach Claudio hat Japaner. gesagt, sie sind Japaner. Sie sind nicht Japaner. Claudio, die Lüge Sau, Alter. Außer einer von denen ist Japaner, aber ich weiß, sie machen so Google jetzt gerade, ob das Japaner Anime-Style Metal. Ich finde so Visual K-mäßig. Die sind nicht Japaner. Die sind, glaube ich, von der Westschweiz. sind. Bist du sicher? Ja, schau mal von dir. Bist du sicher? Ja, 100%. Die sind recht japanisch. Ja, sie machen es sehr gut. Also ich muss sagen, die Outfits sehen crazy gut aus. Aber ich glaube, sie sind nicht Japaner. Außer einer von denen ist Japaner. Aber Aural Koma Ja, ist von der nein, sie Schweiz. spielen zu sehr in der Schweiz. Also, sie sind von der Schweiz, eben. Aber sehr gute Stage-Outfit, muss man sagen. Das sieht, du erkennst wirklich nicht. ja. Aber nein, ich glaube, es sind Schweizer. Ja, doch, Ja. doch. Das ist glaube ich, Schweizer. Ja, Ja, anyway, die Ja, die. As Life Ends, Mhm. Fragezeichen und Maus. Oh shit, ja, das Problem ist, ich habe versucht, das Logo abzulesen und ich bin nicht mehr sicher gewesen, ob der Name stimmt. Etwas Live Ends und ich habe vermutet, As Life Ends. Okay, zeig mir den mal. Wenn nicht, sind sie selber But schuld. Sollen sie sich another mal Kopf approach. verdammt Kaiser scheiß hure Black Metal nehmen, Logos Another aufschreiben. Approach haben sicher. Another Approach haben nicht einen Post gemacht vom Konzert. Das ist nicht gut. Dann gehen wir mal schauen. Wer hat nochmal. Nein, dann lassen wir sie Alter, selber schuld. Kein Bock da die ganze Zeit alle hinten reinzäckeln. Komm, also. Jemand hat mir einen Post machen für das Es hat Konzert. sicher auch keinen einen Post gemacht, nämlich bei Aural Coma. Fucking Aural Koma hat auch nicht einen Post gemacht. Also jetzt geht's nicht. Ist gut, ich rede nicht mehr über das Konzert. Ja, Heiter wirklich vorne. nicht. Fucking hell. Am 30.12. nicht im Mundwerk Oerlikon. Ist es ein Live Ends? Nein, ich finde nicht das Zeig, Live Ends in Instagram. Ja, dann hä? Jetzt ist es einfach nicht. All, All Life Ends? Bro. Zeig. Weil es zusammengeschrieben ist in Instagram, ich habe abgelesen,
alle Fiends-Bands. Aber das ist wie, ich habe einen Kollegen, das darf ich jetzt nicht laut sagen, der heisst auf Instagram, du musst sonst editen, wenn ich das sage. Das ist egal, ich sag's dir nachher. Alright. Nein, aber die All Life Ends ist nicht SW. Ich kann es nicht ablesen vom Logo und es heisst All Life Ends und auf Instagram heißen sie Alle Fiends Band. Und Mautz. Geil, das ist cool. Mautz spielen nicht am 30.12. im Mundwerk Oerlikon. Die haben auch keinen Post vom Konzert. Also eben, die spielen alle nicht am 30.12. im Mundwerk Oerlikon. Ja. Also es ist schon von Vorteil, wenn der Konzert in deine Insta-Story Wie hast denn du von diesem Konzert mitbekommen? Ich habe einen Screenshot irgendwann gemacht von Story. Aber das Problem ist, Story verschwindet nach 24 Stunden. Hat Another Approach sie in die Highlights drin? Das ist möglich. Nicht, dass man sie jetzt da komplett roastet. Aber also ich muss sagen, das ist auch nicht Standard oder so. Ich habe es einfach angefangen machen mit Whiteout, ziehen keine Highlights, Another Approach. Willst du mich verarschen? Jungs, geht mal IMS Media Mayhem hören und ich würde empfehlen, einerseits in den Highlights-Shows zu posten. Roman und Joel, hört auf das gratis machen. Macht das Booking-App, schaltet Instagram-Werbung und dann verdienen ihr Geld damit. Und andererseits macht ihr Highlights mit den Shows und macht mal einen Post von der Show. Und nach der Show könnt ihr es einfach archivieren und so behaltet ihr euer schönes Wandformat, whatever. Aber schöne Wandformat. Ich brauche nicht mehr wirklich Facebook zum Event zu schauen. Es ist Instagram. Ich nutze nur Instagram. Wahrscheinlich ist es ein Facebook-Event und wir verdammte Zoomer sind einfach halt. Wahrscheinlich, ja. Millennials sind nicht mehr auf Instagram. Ja. Hey, sorry, wenn wir nicht in eurer Zielgruppe sind. Aber, ich schaue jetzt mal schnell, was Mundwerk macht Posts mit euren Konzerten, macht Highlights in den Shows. Ich schaue jetzt gerade, was Mundwerk sagt. Macht Highlights in Instagram von den Shows. Wir sind jetzt so wir sind gerade das Konzert. Aber ich muss jetzt nur wundern, ob das Mundwerk sagt, dass das Konzert dann ist. Ich habe auch vor kurzem angefangen mit Whiteout posten. Von dem her. Da bin ich jetzt am Ausprobieren. Ich habe vor kurzem angefangen. 16. Dezember, Metal Apocalypse. Ja. Wo? Ist es am 16. Dezember oder am 30.? 16. Wait. Also auf der Mundwerk Oerlikon Seite steht 16. Dezember 23. Metal Apocalypse. Alright. My Last Hour Arcade. Das ist etwas anderes. Sorry, das ist nicht das gleiche. Metal Apocalypse. Warte. Ich schaue nochmal schnell meine Screenshots, die ich gemacht habe, weil das ist meine Methode, die bis jetzt geklappt hat. Und vielleicht ist es. Ich weiß, was es ist. Es ist wahrscheinlich 2 Konzerte von Metal Apocalypse. Ich komme nicht wieder raus. Meinst du? Aber es ist so nicht zusammen. Wo sind Screenshots? Ja, das ist gut möglich. Da, Screenshots. Warte schon. Alright. Das hat der Claudio in seiner persönlichen Page gepostet. Und da steht 30. Dezember. Dann ist es vielleicht noch nicht öffentlich. Er hat geschrieben, join us. Ist das eine Privatshow? Nein, weil er hat mir schon mal davon erzählt. Mundwerk, Kultur, Biotop, Dezember 2023, Samstag 30. Eintritt 10 Stutz. Metal Apocalypse. Oder 15 Stutz. Metal Apocalypse Instagram-Page ist der letzte Post von 20. Ja, das ist nicht so gescheit, muss ich sagen. Also, Leute, was Promo angeht, würde ich empfehlen. Hey, nein. Metal Apocalypse zeigt etwas am 16. Dezember. Aha, es gibt einen anderen Metal Apocalypse tatsächlich am 16. Dezember. Das ist My Last Hour und Arcane. Genau. Das ist der gleiche Veranstalter. Habe ich jetzt gerade herausgefunden. My Last Hour und Arcane ist am 16.12. Jetzt habe ich verstanden, was du meinst. Metal Apocalypse. Und dann ist Metal Apocalypse, Another Approach, Aural Coma, As Life Ends und Maut am 30.12. Alright. Gut, aber ich würde mal empfehlen, liebe Leute, tun es mal posten in Instagram. Alle, die den Podcast zuhören, kennst du das Meme von dem Dude, der so dort steht und so am Rechnen ist und hinten dran so, Fäden hat, zum Erklären. So, also, genau. the fuck ist jetzt bei diesen zwei wieder los? Voll. Macht es nicht für euch, macht es für uns. Bei mir Spaß ist, wir nachher den Scheiß in Instagram decipheren, man. Müssen wir eigentlich nicht? Nein, aber wir machen es gerne. Wir könnten einfach sagen, fuck it! Fuck it. Sila. Alright, dann tue ich editieren und ich habe nie von dem Konzert gehört. Das wär's jetzt, wenn wir einfach so das wär's jetzt. Wenn du jetzt einfach so kommst, so machst einfach so den Piepston drüber, bis wir jetzt bei dem Punkt angekommen sind. Genau. Wirklich, Mann. Voll. Genau. Hör auf. Es stresst. Genau. Dann. Ich hätte es durchziehen. Ich hätte schauen, wie lange das ich kann. Ich tue mal schon die anderen Konzerte mal ansagen, weil die mir ist fertig. Im nächsten Jahr, interessanterweise, die erste Konzert, die wir da das Jahr geht noch 3 Wochen. So ich weiss.
Ja komm, sag mal noch schnell. Dann gang durch. Grey Wolf und King Sable spielen in der Schule Luzern am 12. Januar. Weißt du, was die für Musik machen? So Rock-mäßig. Geil. Und was sehr cool ist, am 6. Februar, wir sagen jetzt nochmal in der nächsten Folge, aber ich sage es trotzdem, weil es fucking cool ist. Es ist der 20-jährige Jubiläum von Karaoke from Hell in der Mascot in Zürich. Es ist fucking geil. Im letzten Karaoke from Hell habe ich sogar gesungen. Ich habe es im Wacken gesehen, Karaoke from Hell. Die sind... Ich glaube es, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube es. Gut, also ich weiss, in Zürich ist die Tradition schon eben seit 20 Jahren. Damals, ich bin gern, früher war es so eine monatliche oder wöchentliche Sache gewesen. Ja, aber ist nicht Karaoke from Hell eigentlich effektiv eine Band, die Karaoke-Songs spielt? Es ist eine Band, wo die Karaoke-Songs spielt und es gibt so Listen mit, glaube ich, 50 Songs oder so. Du kannst dich anmelden. Ich habe gemeint, die Liste ist einfach brutal gross, die können. Die ist brutal gross. Und ja, da bin ich früher mega oft gewesen, wo es so eine monatliche Sache war. Und ja, das wird fucking sick, das wird lustig. Ja. Und eben, was ich früher ist eben der Host, eben der Bassist von Dings gewesen, von Celtic Frost. Aber leider gestorben ist vor ein paar Jahren. Ja. Und ich habe seinen Namen nicht mehr im Kopf, aber er war ein geiler Sieg, richtig gut gesungen und richtig ein Partytier gewesen. Und ja, das war auch geil gewesen. Voll. Leider nicht mit uns, aber ein cooler Dude und richtige Legende von der Schweizer Szene. Es ist wirklich eine Zürcher Metalband, aber es gibt auch eine amerikanische. Engländische, sorry. Amix macht es eben, es macht nicht immer die gleiche Band sogar. Ich glaube, das Jahr also ist Karaoke from Hell ist effektiv eine Zürcher Band, die das macht. Alright. Die heisst so. Ah, alright, so nicht gewusst. Das ist eine Band, die Karaoke spielt, wo etwa 200 Songs kann und alles insane ist. Ja. Darum ich sage, Alter, Ja. wir machen eine Festhütte-Band auf, Alter. Scheiß auf Metal. Ja, tatsächlich. Ja, es ist fucking sick, Mann. Ich freue mich. Die haben 450 Shows in 10 Jahren gespielt. Brudi. Das ist crazy. Jeden Dienstagabend im Mascot. Das war früher, gewesen, aber nicht Ja. mehr. Nein, nicht mehr. Sie haben Ja. eine Pause gemacht und jetzt kommen sie wieder zurück. Ja. Oder machen einfach ein Konzert. I don't know. Nein, früher war es wirklich sick gewesen. Also, ich bin mega oft dort gewesen. Es war halt immer am Donnerstag oder am Dienstag gewesen. Ja. Nicht so super, um so viel zu saufen unter der Woche. Aber es war fucking funny gewesen. Und dann... Als ob du mit so knapp 18 nicht gesoffen hättest unter der Woche. Boah, ich hab mich abgeschossen Mann, bei den Karaoke from Hell. Das ist fucking cool gewesen. Ich weiss am Wacken, wo ich das gesehen habe. Ich weiss nicht, ob es Karaoke from Hell selber war oder sonst irgendeine Band, aber das ist der Dude, der moderiert hat, auf die Bühne gekommen. Und das Erste, was er gemacht hat, war Erection singen von Danko Jones, glaube ich. I Got Erection. Und er hat einfach Trainerhosen und einen Stiefel gehabt. Fucking geil. Das war fucking funny gewesen, Mann. Der Moritz und ich kämpfen uns auf den ganzen Campingplatz zurück und er so, hey, gehen wir da noch schauen. Irgendwann sind wir sind am falschen Ort vom Campingplatz gelandet. Er so, gehen wir noch schauen. Dann sind wir schauen und dann haben wir rein wollen und dann kommt er irgendwann, dann haben wir rein, dann haben wir nicht rein können, weil einer so einen Bag mit hat. Dann haben wir den abgeschletzt und dann ist er in eine Bar und kommt so zurück. Sorry, ich habe eigentlich Rum Cola will, aber habe aus Versehen Rum Energy bestellt. Aber ist noch geil. Das war das einzige Mal, wo ich einen Energy Drink... Ist das 2012 gewesen? Ja. Das erste Mal gewesen. Das ist doch der Zürcher Karaoke from Hell gewesen. Schon? Ja. Geil. Ja. Das ist ohne Scheiß, Alter. Ich habe das einzige Mal in meinem Leben hier einen Energy Drink getrunken. Wir sind so verladen gewesen mit so. Die anderen sind irgendwie zurück zum Camp. Und Moritz und ich. Sarsa Peaches, Danko Jones. Ja. Ja, und der Moritz und ich sind einfach Karaoke from Hell und es war fucking funny gewesen. Und Dings. Shoutout Moritz. Warte, jetzt muss ich noch das Wo sagen. nicht rum ist am 16. Und darum ist der Pedro, der alte Bassist, am Gitarre spielen an diesem Konzert. Wie Safer das Breath. Und eben der Sänger, den du wahrscheinlich gerade sagst, war eben der Martin von Celtic Frost und Hellhammer. Und der ist eben leider nicht... Es ist eben, glaube ich, nicht der Sänger von der Band, es ist, glaube ich, einfach ein Dude vom Wacken, der dort den Ansage gemacht hat. Das ist fix der Martin wahrscheinlich gewesen. Der ist ein crazy guter Host und Sänger gewesen und hat immer so Zeugs gemacht. Hat er einen Glatzkopf gehabt? Nein, das ist lange Haare. Ja, ich glaube, der ich gemeint habe, der hat auch ausgesehen wie der Sänger von Danko Jones, so im Nachhinein. Martin ist verdammt die Legende gewesen, Mann. Der ist wirklich top gewesen. Dann, das wäre mal ein Konzert gewesen für die nächste Zeit. Komm, machen wir das nächste Mal, du musst bouldern. Nein, das mache ich schon noch. Wie
wie mache ich das, ohne dass wir wie gesagt, mach das nächste Mal, Alter, das kommt besser. Nein. Mach das nächste Mal. Das will ich machen. Komm, wir tun es ansprechen. Rühr mich da nicht mit rein. Nein, das ist alles von mir eigentlich gekommen. Also wie mache ich das, ohne mit einem Sellout zu tönen? Also, wir haben keine OnlyFans aufgemacht. Leider nicht, nein, das wäre besser. Wir haben keine OnlyFans aufgemacht, aber wir haben ein Patreon gestartet. Warum? Fragst du wieso? Warum brauchen wir ein Patreon? Brauchen wir eigentlich nicht. Aber es ist einfach so. Doch, vielleicht gleich schon. Ja, ich glaube schon, weil wir noch bei den Stickers bestellen. Aber, nein, wir haben gefunden, schau, wenn du das cool findest, was wir machen und willst uns ein bisschen unterstützen, mit, was habe ich gesagt, 5 Stutz im Monat oder so, kaufst du uns ein Bierli, beziehungsweise wir werden jetzt nicht viel Bier nutzen. Wir werden jetzt zurück investieren, genau. Also wir werden eben lustige Sachen machen, Projekte anfangen, vielleicht mal ein Event organisieren oder so. Und eben, wenn du mal den Shit cool findest, was wir machen, kannst du uns gerne so durch unterstützen. Wir werden es aber nicht so machen, dass wir Content, den wir jetzt so gratis machen, hinter der Paywall tun. Überhaupt nicht. Das ist nicht das Ziel. Aber es ist möglich, dass wir vielleicht eventuell extra Content machen, sei es so behind the scenes, vielleicht mal Live-Podcast via Twitch oder was auch immer für einen Scheiß. Vielleicht wollen wir eben für nächstes Jahr bei den Metal Servola Awards vielleicht mal eine Umfrage machen. Eine Metal Servola Statue haben. Und eine kleine Metal Servola Statue haben, die wir wirklich an den Bands geben können. Und so dumme Scheiß, die schon ein bisschen Geld kostet. Und ich meine, hey, wenn du es cool findest du lustig, du findest das in unserem Link. Eben, schade ist es kein OnlyFans, aber vielleicht findest du auch Fotos von uns. Dann machen wir einen Können OnlyFans-Account. wir auch. Machen wir einfach einen OnlyFans-Account. Hey, ich weiss zwar nicht wie, aber wenn wir genug Leute im Februar raus. Wenn wir genug Leute im Patreon bekommen, machen wir das OnlyFans auf. Ich finde es im Februar raus. Und dann tun wir unsere Füße drauf. Das ist mal ja, und dann haben wir nur den Donau von Xonor, der uns folgt. Super. Ja, das ist auch super. Fan, lange nicht. Voll. Nein, eben, ganz mal abchecken bei unseren Links. Eben, dort findest du es. Eben aktuell. Genau, das ist wichtig. Aktuell haben wir eigentlich nichts Spezielles vorbereitet für Patreon. Außer etwas, was ich eigentlich noch cool finde. Wenn du ein Patreon von uns wirst, dann werden wir dir immer am Ende von jeder Metal Servola Folge ein persönliches Dankeschön machen im Podcast. Wir werden dich erwähnen, Danke sagen und falls du ein Projekt hast oder eine Band hast, werden wir auch deine Band noch erwähnen. Also das ist mal das kleines Extra, was wir dir anbieten können für die Unterstützung. Aber ja, vielleicht folgt dann mehr in Zukunft. Aber das schauen wir dann. Genau, das ist mal kurz und knackig. Voll. Wir sind geil, geben das Geld. So hätte ich das jetzt gesagt, ja. Ja, wirklich. Voll. Aber gib mir das Geld, ich brauche ihn. OnlyFans wäre fucking funny gewesen. OnlyFans, machen wir einfach Scheiß auf Patreon, machen wir OnlyFans. Vielleicht wachsen wir, vielleicht migrieren wir dann auf OnlyFans. Migrieren wir auf OnlyFans. Alright. Ja, das ist mal die... fucking funny, Alter. Ja, wir haben schon mal überlegt, eben den OnlyFans zu machen, einfach Würste in weird places zu fotografieren. Oder einfach OnlyFans Bands roasten. Das auch. Alles behind the wall. Alles, was wir im Podcast nicht wollen sagen wir nachher, wenn du zahlst. Und nachher hassen die es einfach alle. Voll. Ja, aber sie werden es erst herausfinden, ob sie uns hassen können, wenn sie uns zahlen. Das stimmt. Ja. Sehr solides Businessmodell. Oder irgendeiner leakt. Dann hast du so OnlyFans-Leaks. Hast du einfach so auf all diesen OnlyFans-Leak-Pages hast du einfach so Videos von uns, wie wir so sagen, Save Your Last Breath sucks. Vicious Rain isn't that cool. Voodoo is not the punk band. Jetzt irgendjemand wird das sicher so, irgendeiner wird das jetzt sicher so nehmen und dann einfach weil ich jetzt in diesem satirischen Kontext gesagt habe, Vicious Rain sucks. Kommt sicher irgendeiner Schneid aus, schickt es nicht und nachher hassen sie uns. Aber das ist gut, weil nichts, es gibt keinen besseren Fan wie ein richtig dedicated Hater. Definitiv. Aber ich finde Vicious Rain einfach cool. Schau, eigentlich jetzt mit 29 Folgen, plus minus pro Folge, Stunde, halb oder so, dann hast du locker etwa mehr als 50 Stunden von unserer Stimme, die verschiedene Wörter sagen. Du kannst ja fix zusammenschnipseln und einfach etwas machen, wo keinen Sinn macht. Das heisst, eigentlich könnten wir jetzt da irgendwelche horrenden Scheissdreck sagen und dann einfach behaupten, jemand hat es zusammengeschnitten. Absolut. Das heisst, wenn ich jetzt würde sagen... Nein. Ich wollte heute nicht mehr editieren, ich wollte einfach synchronisieren. Nein, das Ding ist, weißt du, musst gehört...
Stopp, Du, das ist kein Wackelkontakt. Bist du sicher? Aber nein. Bist du sicher, dass ein... Nein. Nein. No, Ricky, ich höre... Bella. Nein. Ricky? Nö. Ricky? Hey, jetzt bist du wieder da, ich habe dich vorher nicht mehr gehört, es tut mir leid. Was hast du gemacht? Keine Ahnung, was habe ich da Nein, gemacht? keine Angst, ich mache kein Zeichen. Ich sage jetzt nicht Was habe ich da für einen Scheiß Suspense. Der Ricky, ich sehe, der Ricky ist schon nervös. Er will das Outro reinhauen, weil er jetzt Was Angst hat, habe dass ich irgendetwas sage. Please, please. Das ist das Intro, by the way, nicht das Outro. Ja, Internet ist genau das gleiche, Bro. Ist nicht Ist aber nicht so angeschrieben. Okay, das heisst... Also, nein. Das ist mal Folge Nummer 29 gewesen. Die nächste wird die Nummer 30 sein. Wir könnten noch das hier machen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja, Sie wird qualitativ sicher nicht besser als die, aber... Nein. Aber jetzt haben wir mal die Ugly Pully Folge wieder mal gemacht. Mhm. Richtig cool. Ich habe jetzt meine Lidl... Scheiß, wo ein Lidl... Ich habe meinen Lidl... Hey, aber ich habe all die Weihnachtssöcke. Warte schnell. Jetzt, Oh. schau da, Oh. schau da. Der Fuß-Content kommt sogar noch. Eben, All eben. die Weihnachtssöcke. Hashtag Sonor. Da, schau jetzt so. aber Ja, jetzt- schau meine jetzt- Füße. jetzt- Jetzt kommt das Geld rein da. Jetzt für den Donau musst du noch langsam und sexy abziehen. Nein, das mag ich nicht. Nein, die Socken bleiben da. Hashtag Sonor, Bruder. Findet der Donau-Füße wirklich geil oder redet ihm das Leute einfach ein? Ich glaube, er wird einfach gemobbt von Leuten, die einfach seine Füße sehen. Aha, Leute, wenn seine Füße... Ja, ja. What the fuck, Alter. Ich glaube, jetzt hat mal einmal als Witz gebracht und seitdem ist er einfach im Xonor-Meme geworden. Einer von den vielen Ich Xonor-Memes. fände es fucking funny, wenn ihn einfach die Bands würden wollen gaslighten, dass er irgendwann selber das Gefühl hat, dass er Füße geil findet. Ja. Oh, das ist eine gute Idee. Machen wir das. Tun wir den Donau mobben mit Füßen. Schickt mal in Füßbilder. Xonor@gmail.com. Nein. Xon.or.com Xonor@murdergovernment.com. Xonor@unser Staat ist scheisse.ch. Voll. Xonor@Bundesamt Bern. Alright, Ladies and Gents. Merci, dass ihr gelost habt. Das ist Folge Nummer 29 gewesen. Ich habe zu viele Romandie-Bands erwähnt, man. Ja, Nummer 29. Nummer 29. Nur mal daran denken, falls jetzt irgendjemand das gehört, was ich vorher gesagt habe. Mhm. Alle Bands, die wir heute im Podcast darüber geredet haben, habe ich nichts dagegen. Voll. Über die anderen reden wir gar nicht. Oh, mir Jetzt habe gratuliert. ich das gesagt. Jetzt kommen alle Bands, die nicht erwähnt worden sind, so: Wieso hasst ihr uns? Und wir gratulieren die Gewinner von Metal Servola. Metal Servola Awards 2023. Und nächstes Jawohl. Jahr gibt es sie wieder. Also freut euch. Jawohl. Und ladet uns ein auf eure Gigs. Anyways, mach's gut. Ich weiss Wir auch sehen nicht, uns. die Hä? Folge ist schon böse eskaliert gegen den Voll. Schluss. Ich lieb's. Es hat da angefangen, dann ist es rapid runtergegangen, Mhm. aber dann noch mehr runter. Das ist Metal Servola. Aber es gibt echt Leute, die Also den like. Scheiß bis zum Schluss hören. Ja, ich sehe sogar in der Matrix, eben Hälfte von euch bis am Schluss. Also merci, dass ihr gelost habt. Das ist nicht für nichts. Ihr Und solltet definitiv alle mal in die Therapie. voll. Checkt uns in OnlyFans, checkt uns in Patreon. Und wir sehen uns dann. Ey, wir sollten nochmal eine Nächstes Kategorie haben. Wer Cutest Popper. Wer ist Papa? Bis jetzt könnte ein Trick sein. Ah, stimmt. Oh shit, ich muss meine Hunde noch mehr Fotos machen. Ja, deine Also. zählen nicht. Wir können nicht unsere eigene Band. Die werden zu Nächst- Whiteout-Hunden. Nächstes Mal, die werden zu Whiteout-Promo. Ja. Fair. Wir haben sie für Metal. Nächstes Wir Mal. müssen sie wieder mal als Promo. Ja, Tier Alter, wir nutzen. brauchen mal die Möps. Voll. Richtig. Nächste Folge. Bring Spielen mal mit den die- Möps. Wir können nochmal ein Foto mit den Maps machen. Nächste Folge. Alright. Jetzt ist Weihnachten. Also, es ist Weihnachten, gleich. Ja, viel Spaß. Nein, viel Spaß. Frohe Festtage. Frohe Und, Weihnachten, saufen nicht zu viel. Voll. Saufen zu viel, Geniessen machen, das was ihr Glühwein. Gehen am Weihnachtsmärkchen, wenn es keinen Schnee gibt und es pisst. Rühren Ist Geschenke angenehm. unter den Christbaum, rühren Geschenke ins Schmine, machen was ihr wollt. Voll. Prügelt mal einen Samichlaus. Heil Satan. Ciao zusammen.